So, und da kommen wir da direkt bei den ersten Punkt von unserem Ordre du Jour. Und das sind Frauen von den Gemengerat und den Chefrat. Und da ist als allererstes die Frau, so wie wir es versprochen hatten, vom Herrn Benoit, über das, was geschieht ist, dass den großen Inundationen vom 9. September war. Center hier, aber nicht nur Center hier, mit Center für allem 21, wo die mehr groß Überschwemmungen waren, was da geschieht ist. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boyer-Meester, auch für die Introduktion. Wie gesagt, das war ein heftige Schnurcht, mit auch vielen Interventionen. Ich konnte in der Presse lesen, dass den CGD in der Stadt Lützeburg 89 Mal gerufen ist, an die Straßen, Keller und so weiter wirklich überschwemmt und goufe wirklich Situationen, die ganz präokkupant waren. Geht, dass es nicht so schlimm war wie 21, war es wirklich ein reell Menace und das heißt wirklich erweist einfach, wie fern, dass man an der Klimakrise dran sind, aber extrem wieder konfrontiert sind, dass du noch weiter müssen präparieren. Und ein großes Merci von dieser Seite auch an alle guten Akteure von der Stadt Lützeburg, die wirklich bei der exceptionellen Situation probiert haben, hier das Beste zu machen. Trotzdem gab es auch eine Reihe kritische Stimmen. Mir hast du von allem natürlich hängen geblieben, wie notamment in einem Wortartikel gesagt hast von einem Bürger, dass es eine jahrelang Vernachlässigung von Seite von der Stadt Lützeburg gab, dass die nämliche Person politisch drauf am Wort gesagt hat, voilà, die Stadt gibt da aber machen, was sie kennt. Aber bon, bei mir ist aber hängen geblieben, dass die erste Reaktion von der Person darauf war wirklich so war, dass sie sich eigentlich von der Stadt Lützeburg viel mehr erwartet hat. Das von allem bringt mich zu der ersten Hauptfrage, dass notamment an dem Val de Ham am Gemengerat Bassin de Retention gestimmt gesehen, die aber bis heute, natürlich in der Presse können lesen, nicht gebaut gesehen, weil es dort zwischen der Stadt Lützeburg an der Umweltverwaltung gibt Divergenzen gehen. Voilà, und dafür gibt man wirklich gerne wissen, was du genau las, wie gesagt, von den paar Jahren aus den Bassin de Retention schon gestimmt, die bis heute aber nicht gebaut gehen. Andere Fragen, die wir gerne antworten hätte, wäre das dann nur ganz konkret von Seite von der Stadt Lützeburg hinter dem Heichwasser von 21 passiert, und gibt es wirklich einen integrierten Aktionsplan mit konkreten Mesuren, für eben Heichwasserprävention zu machen. Wie erst zusammen habe ich mit dem Haut-Kommissariat la Protection national, aber wegen Bürger ganz konkret unterstützt am Fall von einem Heichwasser. Dann ein Punkt, den auch immens wichtig ist, wenn man über Heichwasserprävention schwätzt, ist, wie viele Flächen sind an den letzten Jahren an der Stadt Lützeburg entsiegelt gehen, wie viel sind da vorsiegelt gehen an den letzten Jahren, und was sind auch die konkreten Zielsetzungen für die nächsten Jahre, und wie sind die Direktrissen da aus. Und dann haben wir nämlich ein ganz konkretes Beispiel an die Frau mit dran gesagt, den uns doch aber immens überrascht hat, weil nämlich ein paar Tage, nachdem die Starkregen gauf, hat die Stadt Lützeburg über 500 Meter Carré am Milleweh zu Gasbericht wirklich total versiegelte Parking, die frisch gemacht ging ist, den wirklich komplett asphaltiert ging ist. Und bon, da können wir eigentlich wirklich nicht nachvollziehen, weil gerade Parking, also etwas, was den eigentlich relativ einfach mehr ökologisch kann machen. Sie wird mit verschiedenen Solutionen für eine andere Morasengitter. Und notamment gehen doch ganz konkret Projekte und Beispiele von Seite von der Regierung, da gehen Leitpläne und so weiter, wie ein ökologisches Parking kann man, sodass man das eigentlich fand wirklich, dass sie wahrscheinlich hat können du am Milleweh eine bessere Solution finden. Und wir wären eigentlich das interessieren dafür, wie dir das sieht und ob da nicht als Analyse steht, dass sie das dort eigentlich nicht the way to go ist. Dann München Pumbo gesagt, wir mengen immer rum, dass in Reglement Urbanismus wirklich dringend muss aufpassen für der Klimakrise und auch der Klimaresilienz mehr Rechnung können zu drohen, und wollten nicht so froh, da immer noch der Meinung sieht, dass ihn do einfach nicht soll mehr, bis dann irgendwann an der Tubak das nationale Baureglement do könnt, oder ob dann nicht aber auch meint, dass man als Stadt Lützeburg so lösen müssten, aber trotzdem ein Baureglement umgehen, für das man die Bürger Möglichkeit können gehen, für mehr Klimaadaptation und noch mehr Klimaschutz können ganz konkret zu machen rund
an ihren Häusern. Vielmals merci. Merci auch, Herr Benoit. Ich ging dann aufhängen, ihr Madame Beissel, an die ganz technischen Mesuren, die wir geplant haben, sind lange Jahren. Und ob die wir auch sogar hier am Gemengerot schon x-mal angegangen sind, für den sich wirklich dafür interessiert, ich meine, den hat all Gelegenheit, sich da en Detail darüber zu informieren. Ich erinnere mich an die 4 großen Konferenzen, die wir gehalten haben, 2 Jahre nach den großen Intemperien, die wir effektiv 21 hatten, wo alles so geschwert ging, aber auch noch die Mesuren, die mir die Leute proposiert haben. Aber wie gesagt, ich habe da mal ab, das geht Madame Beissel darüber an, nicht mehr für zu sagen, dass nicht für die erste Kehr, wo wir Lot sind, 4 Jahre nicht darüber gesperrt hatten, bien au contraire. Ich komme aber auf den ganz präzisen Fall mal von dem Val de Ham, der ja vom Herrn Benoit auch gesperrt ging, also zu Recht doch. Wir haben nämlich effektiv heute, am 20. Juni 2021, haben wir hier am Gemengerot, hatten wir gestimmt, für ein Bassin de Retention zu machen, und zwar hannacht den Gebäulichkeiten, wo ein Lot d'Entreprise Schockmel war. Ich meine, ich kann den nur so, weil alle Menschen das ja kennt. Und das war ein Bassin de Retention à ciel ouvert. À ciel ouvert, das heißt, wann ein voll ist, da lebt der Land über. Und da kommen Probleme, für das nicht bis lo gemerkt ist, weil nicht zwischen der Stadt Lützeburg und Administrationen, sondern zwischen 2 Administrationen innerhalb sich sie nicht eins waren, weil die eng etwas proposiert haben, wo die anderen aber absolut dagegen waren, und das die Administration nationale von dem Wasser an eben dem Environnement, war das gegangen, wann dem Bassin am de wir zum Beispiel de war lo bei dem schwere Nonwider vom 9. September war dat natürlich auch dat geschieht an fir auch geschieht, wann de Bassin de Retention do gewircht wird, weil den huet jo ausmossen die Kamossen, wer do kommmers hat dat net gefallen. Da könnt also viel Wasser hochgelaufen. An den Environnement huet dem Moment proposéiert, van soviel Wasser käme, dann misst relativ schnell den Val de Ham als Stroß sperren an eben dat Wasser iwwer den Val de Ham als Stroß holen. Wobei, ich brauche es nicht zu sagen, natürlich Pensée Chaussee, aber radikal dagegen waren. Auf ihr Wert hat ein Environnement da aber gesagt, weil wenn es richtig doof lebt, dann könnte es innen auf einen Platz, wo noch viel mehr Schuld riskieren, dabei zu kommen. Da komme ich aber, und das Durchsatz für Wert, dass es nicht gemerkt war. Da komme ich aber bei die guten Novellen an all die Misere, also all die Misere, die Misere, die für allem die Leute am Val de Ham hatten. Wir haben es fertiggebracht, das Service des Biens hat es fertiggebracht. Wir haben einen Kompromiss unterschrieben mit denen 2 Occupants und Proprietären, sowohl der Entreprise wie auch der Familienhaus. Wir kaufen die. Und damit können die, wenn die Leute dann noch bis raus sind, kann das natürlich dann aufgeräumt gehen. Sodass also den Bassin, so wie gedurcht war, auch sowieso kein Sinn mehr hat, weil das war ein Bassin de Retention à ciel ouvert. Und da, wo die Häuser sind, da gibt den Terrain an sich, also am Fond schon bald ein natürlicher Bassin de Retention. Weil können von oben, und da geht es dran, und auf der anderen Seite geht es nicht so rum. Das heißt, da können wir, also werden wir also ganz anders Maßnahmen können da holen, was wir am Anfang schon mal lange wollten, aber bis lo waren sie nicht so bereit, aber lo sind sie bereit und das unterschrieben. Das ist unterschrieben, und wir werden das also an einem von den nächsten Gemengered haben. Das für lo besonders den Val de Ham, und da kommen also andere Propositionen. Dann zu dem von dem Reglement. Ich meine, das Reglement des Bâtisses ist nicht wirklich ganz viel nach mehr gefordert, wie das, was wir schon tun. Aber wenn aber noch etwas wir, was den noch könnt, dann könnt ihr das gerne machen. Weil, ich meine, das wichtig zu wissen, ist ja, wie viel Terrain sind permeabel. Und das ist der größte Teil von den Terrain von der Stadt.
ich so nicht dafür, mengglisch 100.000, Stadt Lützeburg bedreht 2% vom Territoire von unserem Land. Von denen 2% als übertauschend permeabel. Das heißt, das sind Böscher, das sind Wiesen, das sind Parken, das sind Felder. Übertauschend bleibt also 1%. Und auf dem 1% gesagt als Baureglement effektiv ganz strikt Regeln für, was kann impermeabilisiert gehen. Das ist einerseits d'Emprise von den Gebäuden natürlich, an die sind am PAG festgehalten, ich meine, das kennt ihr ganz gut, und das auch festgehalten, wie vor d'accès zu den Terrain, wie am Maximum, wie groß die können sein. Das heißt, die impermeabilisiert können gehen. Das ist ganz streng festgehalten, und bei allen Bautenautorisationen wird das natürlich auch strikt geguckt, für das zu machen. Allerdings, und das wisst ihr, und das wisst ihr für hoffentlich, das was Bauterrain ist, und da sind als Regeln ja extrem klar, und schon immer darauf gehalten, dass die ganz klar wären, dass jeder weiß, was kann auf einem Terrain gebaut gehen, und wer die benutzt, was kann also impermeabilisiert gehen. Ja, die stehen am PAG, aber nach ein Kehr Stadt Lützeburg als Übertauschen von den Terrain an unserer Stadt sind permeabel, da darf nicht drauf gebaut gehen. Aber wir schaffen weiterhin unhängig wie immer, ob einfach als Baureglement zu adaptieren, mit die hat ugeschnitten, nu werd man de Moment ein bisschen, so Firma hätte man wahrscheinlich schon, mehr hatte schon drüber geschwert, aber nationale Plan gött ja do geschafft, für eine Reihe Maßnahmen eben national festzulegen, an dem Moment, wo man gemengt hat, kein Wert, lo etwas schon zu ändern, wird dann, wann das nationale Reglement ging kommen, nee, sein Kamist neu gemerkt gehen. Aber lo schon an unserem Baureglement, meine ich, sind wir ganz weit gegangen, ob das mit der Viergäterische ist, ob das nachher, wie gesagt, mit der Voie Karossable ist, als geht ganz strikt darauf gesorgt, dass dadurch respektiert wird. Ich weiß nicht, ob Madame Beißel, sie wird der Parking zu Gasbrich wird so, ich kann, nein, das so nicht. Der Parking, wie ihr vielleicht wisst, da war Parking. Da war Parking, und wir sind an Alkes von Gasbrich kommen, sind wir da aufmerksam gemacht, dass da Löcher drauf wären und dass das ganz schlecht im Zustand wäre und dass eben durch den schlechten Zustand natürlich noch immer mehr schlecht geht, weil da waren Kaulen dran, Löcher, und das ist einfach frisch, und das ist einfach effektiv frisch also gefräst gehen, das einfach frisch gefräst gehen, also kein Meter Carré mehr impermeabilisiert gehen, wie das war. So, das waren lo zu den 3 Punkten, die ich wollte klären, aber könnt man dann Beißel, ob die ganzen Wolle nach Wert gemerkt gehen, als auf den verschiedenen Plänen. Madame Beißel. Ja, merci Madame Burgmeister, merci. sind direkt ganz viele Sachen gemerkt. Glücklicherweise den 8. September hat man auch stark gekriegt, nur darf nicht die Intensität glücklicherweise erreicht, dass man auch die Niveau erreicht haben von Juli 21. Und von 21 Juni sind ganz viele Sachen geschieht. Madame Pulver hat schon gesagt, wir haben direkt, und das ist extrem wichtig, die erinnert sich alle gut, wir hatten 4 ganz große Informationsversammlungen, wo ich gebe mal so, ob manst immer 100 Leute waren, wo man nicht nimmen alle guten Eisservice hatte mit Wasserwirtschaftsamt, und hauptsächlich die berühmten deutschen Büro, die in ganz Europa die Leute konseilliert von Heichwasser ist, an denen die Leute akribisch erklärt wird, wie die Reden da fällt, wo fällt, was da das stark kriegen, was die kann minimal machen, wo die öffentliche Hand, das ist Gemengen an der Staat können, anbringen. Und ich hoffe, der Gast Grof von ihr, ich erinnere mich nicht ganz genau, mit war ja aber ganz von Leid von ihr auch dabei, dass dadurch schon ganz viel Informationen kriegt. Aufgrund von dem, was man du alles der Leid gesucht tun, als natürlich direkt Aktivität kommt.
Und ich gebe vielleicht an 2 Rubriken noch präsentieren, das das Gestion intégrée, das sind alle guten Services vom Kanal über den Environnement, Voirie de Parc Forêt, natürlich alles unter der Ägide von der Madame Burgermeister an der Cellule de Crise von der Gemeinde. Weil es gibt auch eine Cellule de Crise nationale, die unter dem Interieur an dem Hochkommissariat de Protection national lebt. Das ist mal auf diesem Niveau, als das alles auf jeden gesagt ging, direkt zusammen sich konzerniert wird, zu gucken, was machen wir, auf wen machen wir es hauptsächlich da rein. Dann haben wir eine Gestion koordiniert. Du als Gemeinde Lützeburg dann vertreten natürlich über seine Autoritäten und dann noch über Eis, Cellule de Crise, dann mit dem CGDIS, der Police, dem Wasserwirtschaftsamt, und das unter der Hullet vom Ministère de l'Intérieur an dem HCPM. Danach sind direkt grosse Pläne auf ihn gesagt. Wir haben hier an der Cellule de Crise, wo hauptsächlich, wie gesagt, Madame Schaul, den Herr Posing an andere Leute den Lied hatte, für hauptsächlich Koordination intern zu machen und noch für Texte zu machen, kommen wir direkt ein Plan d'intervention urgente, den PIU, für genau zu gucken, an den 16 Phasen. Das ist gut von Anfang an gesagt, wie steigt das Niveau all Moment surveilliert, sind 8 neue Kapteuren installiert, das ist tout Moment das Niveau von alles, was Wasser ist, an der Gemeinde Lützeburg kann in der Kontrolle sein. Das geht mit den neuen Systemen, geht das alles auf einer Plattform rassembliert. Wie gesagt, das könnt direkt an Cellule de Crise, Madame Burgermeister geht an Chefverrat geht direkt informiert, für zu gucken, wie nie als wirklich Prä-Alert, Alert an dem nationalen Niveau haben wir das doch. Daneben haben wir einen Hochwasser-Risikomanagementplan, und wir haben den Leitfaden im nationalen Plan, der schon 2013 besteht, für alles von Grand Cruen hier am Land kommen, was da soll darum gemerkt gehen. Dann den HCPN. Ich habe just gesagt, das ist den Hochkommissariat. Da ist es so, die haben hier ein internes System für Cellule de Crise. Und die müssen Krise deklarieren, entweder Niveau regional oder sogar national, die noch Wert geschieht. Und dann informieren die direkt allgemein die Konzerniert das, und so dann, was muss gemerkt gehen. Und wir haben auch eine Gruppe de Travail direkt mit dem HCPN an dem Interieur, und das als Kommune resilient, wo sie ganz Gemengen über ganz Land formieren, für zu sagen, wie sie sich sollen verhalten. Dann Niveau, dann als größten Intervenant, Kanal, mit der Voirie, mit dem Environnement. Das Surveillance permanent von all unseren Konduiten. Die Wissenschaft ist immens gewusst, wir sollen dann dauernd 30% an den letzten 10 Jahren, gibt immer mehr Infrastrukturen gebraucht. Wir haben seit 21 9.280, also über 9 Kilometer, Reha gepflegt, an neue Reha gebaut, und gehen andauernd Analyse gemacht, je nachdem, wie die Kartien sich developieren, was für eine Kapazität Hydraulik da gebraucht wird, was für eine Dimensionen da gemacht sind, und natürlich die neue Reha gehen Momente wie groß gemacht. Die haben notamment, wir haben noch einen Punkt an der Rue Adolf, Rue de Vianden, als von den zusätzlichen Punkten, also eben just, dass der Kanal, nachdem wir eine Analyse gemacht haben, von 1 Meter auf 1,30 Meter vergrößert, weil einfach gesagt, dass Kapazität Hydraulik geht nicht mehr dort. Dann als ein grosses Instrument für eben die ganzen Inundationen entgegenzuwirken, das sind als Überlaufbecken und als Rückhaltebecken. Wir haben 62 Bassins de Retention, Rückhaltebecken, die sind eben just für Tränenwasser, was ja hier an dieser Situation der größten Opponent ist. 62 und sind dann nach 49 an der Planung, weil bei all PAP, Wasserwirtschaftsamt, mit unseren Services, wenn eine neue PAP geht, Madame Poltwood schon gesagt, urbanistisch geht das alles akribisch geprüft. Und da sind überall, wo neue PAP kommen obligatorisch Minimum Rückhaltebecken, für das Direktwasser am Griff bleibt. Daneben haben wir 19 Überlaufbecken, das sind Bassin d'Orage, auch das für Mischwasser, und da sind wir auch noch an der Planung. Das sind die Instrumente, die wir für direkt entgegen zu wirken.
Wie gesagt, Surveillance, Material, ganz gut Material als beikommen, das heißt, wir haben Hilfsgeneratoren, was sollte elektrisch ausfallen, nur mal die großen Hilfsgeneratoren, die auf Remorken sogar können deplaciert gehen an der Stadt, wenn ein Problem ist. Wir haben Barriere Anti-Inundation, hat den Gemeng sich gelegt, für auch dort direkt punktuell zu intervenieren. Und wir haben einen riesigen Stock von Sandsäcken, weil die gut alten Sandsäcke sind auch immer ganz effizient, wenn das Wasser dann steigt. Was haben wir noch konkret, Herr Benoit hat gefragt, was helfen wir den Bürgern konkret, neben den Conseillen und Rekommendationen, die wirklich gemerkt sind, schon am Winter 2021, als aber Folgendes gemerkt gehen, und das ist ein super Offer gewesen, das heißt, alle Proprietären, die wisst, wir haben Karte d'Inondation. Die sind überall auch auf alle Zeit, wo zu wissen, dem noch, wo Häuser leihen, was für eine Zone sie das an der sind, von der an der Überschwemmungszone leid, haben als ein Service, hat alle Proprietäre kontaktiert und hat ihm gratis, individuell Expertisen von der ganzen Situation vom Haus, vom Terrain angeboten. Bis dato sind 179 Expertisen gratuitement von der Gemeinde Lützeburg gemacht gehen, und das lebt für uns. Die Offer, die lebt permanent für uns, für eben die Leute eben entgegenzukommen, genau zu sagen, was sie da können machen. Und sie kriegen natürlich auch daneben Conseillen, wie verhalten ich mich, wann Heichwasser können. Ihr wisst, dass wir Depliant gemacht haben. Wir haben am City regelmäßig, hat man große Artikel, auch wie die Leute sich verhalten. An unserem Site Internet, überall sind immer noch die Überschwemmungen, waren überall Rekommendationen, Conseillen, weil das wichtig ist als Vitesse d'Exécution, wenn es besteht, dass Leute die richtigen Reflexe und die richtigen Reaktionen für eben just dem Wasser so gut wie möglich dann entgegenzutreten. Auf der anderen Seite, Madame Pulver hat schon gesagt, ein Environnement an Zellule de Crise, wo noch Rekommendationen rausgehen, aber mit der Versicherung, Entsicherung, hat Madame Pulver auch schon gesagt, das geht nur auch geguckt. Die wisst, wir haben Rasengitter, wir haben aber nicht nur Rasengitter, wir haben ein System, das hängt von den Steinen auf, das hängt von den Pfauen auf, es geht überall, weil geguckt, wenn neu gebaut wird, dass eben just Wasser kann evakuieren. Entweder gibt es Infiltrationen zwischen den Placken, oder aber wir haben sowieso einen ganzen Korb Avaloiren, wir haben einen ganzen Korb mehr Siphon gebaut. An der Zeit, wenn man an alle Straßen guckt, da Siphon 50 auf 50, dann machen wir Siphon 30 auf 50. Wir haben 12 von den Siphon verdoppelt. Heinz, du hast das Problem mit den Siphon, nicht einmal in dieser Zeit, weil die Bilder alle gut mit den raufgekommen sind. Die Siphon müssen andauernd proper gemerkt werden, weil sonst kommt Wasser auch nicht fort. Dafür haben als Service da ganz viel erbecht. Daneben geht auch gerade, wenn es nicht mehr geht, gering Dächer zu machen, sind überall Kanaldeckeln, sind auch an der Planung für neu zu machen. Du wirst von den Problemen, auch den 9. September, bei den alten Kanaldeckeln, wenn der Druck an dem Kanal zu stark wird, da fliehen die an die Blut, an dem noch, was du hast, dann endommagieren die, was du rumrast. Da gibt es ein super neue Kanaldecken. Die führt an die Blut, mit in so einem System so, dass sie genau an seinen Ursprung rumkommt, das heißt, der Feld da wohnen, dann muss, und kann dann Männer Dommage machen. Das heißt, die lauter Sachen gemacht, die sollen positiv sein. Wann viel Wasser können, sind alle Servicerinnen wie auch der Park an Woche für alle guten Bäume und Debris aus den Flüssen raus, not einmal bei den Brücken, die können alles da endommagieren. Und wie gesagt, es geht riecht für uns, und wir werden nicht auch für uns informieren. Madame Pulver hat schon die anderen Sachen gesagt von den PHP vom Val de Ham. Ich gebe da mal abhalten und dann stehen natürlich zur Disposition. Merci. Merci vielmals für schon eine ganz ausführliche Durchlegung von all dem, was wir gemerkt haben. Und wir kämen dann für ein bisschen par rapport zu den anderen Conseillers noch eine Chance zu gehen, hier Fragen zu stellen. Herr Benoit, ja? Ja, merci, Madame Boemeester. Lass mich just ein kurz Rückfrage. Das heißt, schnell richtig verstanden, es gibt keine konkreten Ziele, was Entsiedlung angeht an der Stadt. Bisweilen kann ich kein Madame Weißelmann nicht dazu genannt. Und das auch nicht wollen, für bei den Baureglementen Anpassungen zu machen, nicht einmal was Klimamitigation angeht, also Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Isolationen, wo viele Leute im Moment nicht das können mehr, was sie wollen. Dann aber ein konkret Frage, die ich nach hat, wäre aber zu Gasbrüch. Also ich habe mir nie gefragt, dass die Parking soll fortkommen. Für was
gouf nicht profitiert für ein Flash von 500 Meter Carré so neu zu gestalten, dass es den ökologischen Parking aus, wo automatisch eine Siedlung funktioniert. Und Deel da meine Abschätzung, dass ich aber auf der dort Platz das hat können machen, gouf dat analysiert, soll dat op andere Plätze dann einfach gemacht. Weil das ein großes Flash. Nee, eng froh, also nicht für eine große Diskussion. Ich habe nicht gesagt, was gemerkt ist, es ist effektiv just eben das gemerkt, was die Leute gefragt haben, so schnell wie möglich. Dass, ja, es ist nicht effektiv ein ganz neues Projekt gemerkt, und ich hätte darauf geantwortet. Was Wärmepumpen nur belangt, natürlich, die Sachen kommen, die gehen natürlich am Reglement sur les bâtisses, wird versicht, das mehr präzise zu definieren, weil das als was den Wolle Energie belangt, ganz positiv. Aber Fakt ist aber auch, wenn es an allen, also an Häusern, die schon bestehen, und sie müssen draußen gemerkt gehen, dann hat es Konsequenzen für die Nachbarn Niveau Comedy. Aber die Technologie geht weiter und finden noch immer an die Technologie Geo verbessert. Wir schaffen da ganz eng zusammen und an den neuen, natürlich sollen sie von Anfang an am Haus mit angebunden gehen. Natürlich sind die Sachen dabei. Also, Madame Beissel hat schon lange gesperrt. Wenn ich über das ganze Reglement der Bâtisse gehe, schwätzen, über was wir schwätzen, dann sind wir nicht mehr am Kader von einer Frau. Da kann man gucken, dass da eigentlich, nee, wirklich. Ich meine, das geht aber ein bisschen am Kader von den Frauen und so weiter. Wir können das da gerne an einer Kommission du Développement urbain beschwätzen, werden wir auch machen, weil da sind ganz viele Punkte, die nach dabei kommen. So, eine nächste Frage als die von der Madame Gersch über die Luga. Also, ja, aber auch ganz wichtig. Ich stelle nicht mehr wichtig Fragen. Natürlich. Merci. Ja, die meisten Conseille machen das. Wie ich vorgestellt habe, war Luga noch nicht just fertig. Der Ballon ist ja schon eine Zeit fertig. Und es war die erste Mal, wo wir so etwas organisiert haben, so dass sich da natürlich eine ganz paar die Frohe stellen. Dafür das Froh oder das Frohen, das war das eine Evaluation, die da machen zur Luga in Bezug auf den globalen Bilan. Gerade so finanziell, organisationell und noch was Frequentation angeht, was aus den finalen totalen Kostenpunkt von der Luga Viertstadt Lützeburg aus dem Objektiv von einer Luga Zero Pestizid und eco-responsabel erreicht gehen und wie ein leeren Thema daraus für die Zukunft. Wie ein Aménagement an Infrastrukturen oder Installationen werden gehalten gehen, war das Zukunft vom Material, was von der Luga, was während der Luga benutzt gehen. Also ich weiß, dass du schon ein ganz paar die Sachen noch in der Presse waren, weil ich die Frodo gestaltet und ihr das war, stellen nicht so los, wie sie halt stehen, da könnt ihr das vielleicht noch ein hier so wird das Material dann rumgebraucht gehen, recycelt gehen. Was sind Perspektiven für konkrete Projekte, die am Kader von der Luga abkommen sind, wie zum Beispiel den Mikrokosmos an Werkstatt Lützeburg, ein Teil vom Personal erhalten für verschiedene Aktivitäten weiterzuführen, die am Kader von der Luga angefangen gesehen. Merci. Dann Herr Bauer, werde ich da beantworten. Merci vielmals, Madame Benjamin. Dafür merci, Madame Gersch, für eine ganz interessante Frage. Erlaubt mir für alle Regeln, ich meine, das schwätze ich am Namen vom ganzen Chefrat, Allgemeinrat, für zu profitieren für den Anne Müller, der Koordinatrice vom Projekt, respektive auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiter, auch den Vertreter von der Stadt Lützeburg, vom Staat, und auch dem Agrikultursministerium, alle Services, die irgendwo in der Luga beteiligt waren. Von dieser Platz ein immens großes Merci zu sagen, eine immens große Felicitation für die fantastische Erfolg. Ich meine, dass die tote Wert, die in unserer Stadt erlaubt hat, das schönste Bild rauszukehren. Da wünsche ich ein ganz, ganz großes Merci und alle guten Leute, die das dort möglich gemacht haben. Très bien. Dann ganz kurz, ich probiere relativ sehr dadurch zu kommen, weil wir noch relativ viel Programm haben, aber wir noch froh sind. Die hat die Evaluation gefragt. Also ich meine, dass es an die hat selber gesagt, ich meine, dass den 19. Oktober oben kommen, mit einem totalen Stress und auch mit einem immensen Programm zum Schluss.
Lo sind sie am Gangen genauso viel am Stress für zu probieren, alles aufzurichten, respektive Lesungen, also eng Sucht, die für all die einzelnen Projekte zu finden. Da wenn sie also am Moment nicht 100% möglich ist, eine definitive Bilanz zu ziehen. Ich werde dadurch an den nächsten Antworten pur mal suchen. Luga war eng allererste Premiere, die man zu Lützeburg gemacht hat, für die Ökologie urbain, de Jardinage und Agrikultur neben nur 4 zu bringen. Ich meine, das ist ganz gut gelungen, weil ich meine, das wird auch ganz anders wie die anderen Bundesgarten schauen und so, dass kein Entree gewirrscht, das ist das eigentlich als ciel ouvert gewirrscht, wo alle Menschen konnten davon profitieren. Ich meine, das wird ganz gut war. Wir hatten über 1000 Aktivitäten für alle Sorten von Publikum. Ich bin auch ganz froh, dass wir zum Beispiel ganze Clubaktivitäten auch für sozial mit Schwerleute hatten, die auch mit ihnen damit angebunden waren. Das ist ganz gut gefallen wird. Wir haben von der Majorität von den Partnern, von den Visiteuren, von den Anwohnern, von den einzelnen Quartieren, die an einem Luga-Quartier eigentlich gelebt haben, an von unseren Partner, wie gesagt, immer eigentlich einen ganz großen positiven Eko kriegt. Finanziell gesehen ist es doch so, dass es eigentlich ganz gut auch justifiziert alles, was man probiert zu machen, weil es erlaubt, eine gleiche Sensibilisation für die Ökologie urbain angeht, zu garantieren, ein Attrait supplementär für die Stadt Lützeburg während diesem ganzen Sommer, sowohl für die Anwohner wie für die Visiteure und Touristen. Es war Initiativen, die ein Citoyen, also die Bürgerinnen und Bürger zusammengebracht haben. Es war eine Menge Jahren ein Event, das die Kohäsion sozial an der Stadt und auch wie assoziativ zum Beispiel auch unterstützt hat. Es war ein ganz larges Programm, den edukativ auch war, wo wirklich auch in Schulen sich adressiert hat. Es war natürliche kulturelle Highlights zum Teil dabei. Anschmengend war auch, und das sind aber auch so, auch für den Sektor kommerziell und den Horresca-Bereich war es sicherlich auch nicht von Nordel, weil wir einfach viel mehr Leute in der Stadt hatten durch diesen Event. Ich meine, dass das an der Hinsicht ein ganz positiver Bilanz an der Hinsicht war. Von der Organisation hier war ein ganz gutes Zusammenarbeit. Ich meine, Schwester Luga an der Service, sowohl vom Ministerium der Agrikultur wie von der Stadt Lützeburg, an allen Domänen. Da sind immer Sachen, die man ein kleine Quack sind, mit das einfach nur ohne Problem redressiert gehen. Die hat auch gefragt mit der Frequentation, also ganz schwer für eine Estimation schon zu machen, weil es erstens, wie man gesagt hat, ein ciel ouvert war. Wir wissen, ein Rutsch Zahlen, notamment, wir haben 500.000 Views auf der Website, wir haben 7,5 Millionen Views auf den Réseaux Sozialen, wir haben 1 Million Views auf Google Maps, wir haben 70.000 Kontagen für Tickets bei den Ausstellungen, und wir haben 150.000 Dokumente, die man geprintet haben, für auszudelen. Das sind Chiffren, mit denen ich nicht so kann, wie viele Leute sind da waren, mit weiß, aber das ein massives Interesse für diese Organisation da war. Ich meine, das ist mal ein erster. Wie? Es war nicht kein da, das ist ganz klar. Dann froh, dass man am Final, dass wir so 50-50 der Stadt Lützeburg an dem Ministerium der Agrikultur oder dem Staat. Wir sind heute noch nicht en mesure für die Chiffre exakt zu machen, weil nach eben mit den Aufbauarbeiten, mit denen all ganze Sortien noch nicht alles definitiv ist. Die Luga rechnet aber damit, dass das Budget nicht ganz erreichen wird, sodass wahrscheinlich auch noch ein gewissen Montant wird in Stadt Lützeburg respektive in der Stadt zurückfließen. Aber das wird man in dem Moment können machen, wann die Liquidation von der Luga ASBL wird realisiert, gehen aber die definitiv Chiffren da werden hun, das an der Hinsicht. Die hat dann gefragt mit den Zero Pestiziden an eco-responsabel. Und du hast so, dass wir mit allen Planifikateurs, Aménageurs, Animateurs, Gastronomen oder all anderen Partnern, die mit der Luga zusammen sind, haben wir denen eine Konvention unterschreiben gelassen, wo sie sich engagiert haben, dass sie notamment auf Pestizide renoncieren, dass sie Wasser an all Nachhaltigkeiten, also Spuren, so spursam wie möglich mit der Natur umgehen, dass biosourcierte Materialien gebrauchen, alles das auch probieren, natürlich Dreck zu evitieren, Gaspillage alimentär auch zu evitieren. Wir oder die Luga SBL sieht aus, dass sie eigentlich davon ausgeht, dass dort 90% respektiert, dass wir Sachen zum Beispiel, wo man nicht respektieren konnte, weil Sachen ein bisschen angestracht werden, wenn es den Entromperie, wenn du eben Produkt nicht gemerkt, wie das hält, respektive auch wenn es dem Arrosage, wenn es der Sécheresse, und natürlich, wenn wir einen extrem warmen Sommer hatten, wir da müssen natürlich auch Sachen machen.
D'Enseignement, die mir daraus erzählen, ist, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass das heute ein Succès ist, dass es etwas ist, wo wir wirklich auch gewissen haben, dass die Stadt Lützeburg zusammen mit dem Ministerium ein fantastisch flottes Projekt kann besetzen. Die Equipen haben ganz gut zusammen geschafft, die Equipen haben wirklich auch an der Hinsicht ein positives Bild noch rauszugehen. Und voilà, dann ist nach der Frage gewesen, wie eine Installation wir geben halten. Du hast so, dass wir als Chefrat eigentlich durchgegangen sind. Da sind eine ganze Gruppe Sachen, die wir proposieren zu halten. Schon einfach angefangen mit Mikrokosmos, zum Beispiel, das Site wird gehalten und viabilisiert, weil wir fanden, dass das ein fantastischer Site ist, den immens da wäre, dass wir wirklich ausgebaut zu gehen. Wir können aber als Stadt muss eigentlich zurückgebaut gehen, weil einfach nicht für die Wand da angelöst ist. Wir werden aber nächstes Jahr eine Ausschreibung auch machen, wo wir da können alle Interessenten kann da mitmachen, aber wir werden noch probieren, die Infrastrukturen so zu machen, dass ich noch mal kann leben. Das heute nicht wären nur provisorisch Infrastrukturen, da wird man zum Beispiel die machen. Ein anderen als den Science Hub auf der Place Saint-Ulrich. Da haben wir auch gesagt, dass wir den als Stadtlummer halten, weil wir fanden, das eigentlich ganz interessant, dass wir den Container da können eventuell dort zu schaffen oder sonst was zu schaffen. Wir wollen die Lummer halten, aber wir haben auch da als Service gefragt, für uns Proposen zu machen. Und das wäre ein Konzept, das in der dort könnt machen. Das sind, ich weiß nicht, ich gehe noch nicht durch ganz Löschmengen von den 50 oder so Installationen, sondern pur, notamment die Schei geht, wenn ihr aus der Fondation Pescator rauskommt, auf der linken Seite, die gehen gehalten, da schaffen wir zusammen mit der Föderation Horticole zusammen, für dass die auch weiterhin die unterstützen. Wir holen auch ein Grütz Sachen gehalten, wo wir notamment, wenn wir gucken, innen am Klausen, du hast die Echt, die so, das geht zum Beispiel, du hast Privatmann gefragt, für das können weiterhin zu erhalten, und die Crew das dann auch freiert, für nicht, für das können weiter zu machen. Es sind ein Sachen, die wir haben, sind aber auch ein Sachen, die man nicht haben. Zum Beispiel bei dem, an der Petrus, vis-à-vis von dem neuen Kiosk, den wir da abgemacht haben, da wäre so ein Grütsch geht, das ist ja so klein. Da sind wir von der Fondation Blandenvereinigung von Mirsch gefragt, ob sie die könnten überholen. Das haben wir da akkordiert. Es sind eine Sache, wo es einfach schwer ist, weil es einfach nicht gut ist oder nicht möglich ist, für die ordentlich zu erhalten. Notamment die Wasser, nicht Behälter, mehr den nennt. Ja, die kleinen Weiher, die zum Beispiel aufgegraben sind. Eine Sachen auch, die aufgebaut sind, wenn man einfach auf den Platz noch andere so respektiv, die müssen dann en Pristinität zurückgesetzt gehen. Dann. Ja, der Mikrokosmos, da habe ich gesagt, den geht gehalten. Und dann, wenn ich gucke, wo der Foto mit dem Material, den utilisiert, das ist in der Luga reutiliséiert, recykleiert, demontiert oder stockiert geht, da ist es so, dass man eine ganz klare Hierarchie aufgestellt hat, weil wir wollen das Prinzip von der Ökonomie zirkulär respektieren. Das ist natürlich der Maintien vom Management materiell en l'état. Zweitens, sein Transfer an der Globalität auf einen anderen Platz, eine Rekuperation von Material, das wir gelohnt haben, oder in dem Moment können wir das dann auf anderen Platz noch vielleicht gebrauchen. Sonst wird es auseinandergebaut und Remeinkehr gebraucht für neue Projekte eventuell zu machen. Oder wir noch zum Beispiel Distribution von den Blumen, respektive von den Beem, von den kleinen Beem, die wir auch gemacht haben, und auch verschiedene Sachen gibt Verkauf, und schlussendlich dann der Recyclage, das ist ein bisschen so die Hierarchie, die wir da aufgestellt haben. Und das ist auch so, dass die Rekuperation, die geht auch mit einer Ordnung der Priorität gemacht, das heißt, die Stadt Lützeburg an der Stadt können natürlich als Sicht zuschlagen als Partner, die das dort finanziert tun. Wenn nicht, dann kommen die Assoziation Partenaire von der Luga damit oder sonst andere Assoziationen, und schlussendlich dann Bürgerinnen und Bürger können zum Schluss auch nachmachen. Voilà, da wird alles geguckt, Premier Arrivé, Premier Servi. Wir sind aber ganz confiant, dass aktuell bald alt Aménagement an Materialien gehen entweder sur Platz gehalten oder gehen transferiert oder gehen eben reutilisiert für andere Projekte. Ich meine, dass man da wirklich auch nachhaltig konnten die ganze Projekte gerieren. Ich meine, auch das als eine Leistung, die dann Müller mit ihrer ganzen Equipe fantastischerweise gemacht hat, wo sie wirklich ganz viel nur gedurcht hat. Schlussendlich den Mikrokosmos habe ich gesagt, auch innen an der Saint-Ulrich habe ich auch erzählt. Und dann die letzte Frage, die da hat, das war, ob man für Personal
denke Personal zu engagieren, da sie ganz klar Echange gewirrscht mit der Direktion der Ressourcen Humaine von der Stadt Lützeburg, für dort zu gucken, wann Interesse gibt bestehen, de part ou d'autre. Wir wissen, dass notamment eng Person bei der Stadt Lützeburg engagiert ist an der Cinemathek. Sind auch mit anderen Leuten sind Gespräche gelaufen, wo man aber kein Feedback haben, ob der finalement gemacht hat. Muss ich noch wissen, ein ganz Rutsch von der Mitarbeiterin an der Mitarbeiter von der Luga sind am Moment nach engagiert von der Luga, weil sie müssen bei der Aufwicklung von der Luga an der HSBL auch helfen. Und die sind zum Teil dann auch bis in April nächstes Jahr, wo die sowieso engagiert sind. Das heißt, das ist ein ongoing Prozess, wo man muss gucken, wie man da die Situation machen. Wir sind auf jeden Fall aufschließend an so eine Schneide. Merci für die Gelegenheit zu geben, für das heute zu sagen. Immens dankbar für die ganz flotte Projekt, die Lützeburg von seiner besten Seite gewiesen hat, wo noch gewiesen hat, wie gut, dass man mit der Regierung und mit dem Ministerium der Agrikultur heute können Menschen will, wie gesagt, nachher aufschließend dem Ann Müller, der ganze Equipe, an allen Leuten, die das dort möglich gemacht haben. Vielmals merci so und ich hoffe, schon alle Antworten froh beantwortet. Vielmals merci. Merci vielmals. Und dann die letzte Frage für heute gestellt von dem Herrn Benoit. Ich würde verlos gratulieren. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boimescher. Das gesagt, ihr werdet verlos Stellplätzen, ne? Ja, okay. Vielmals merci. Ja, wir sehen wirklich, dass es an letzter Zeit Progress gibt, was die Velostellplätze an der Stadt angeht. Da felicitieren wir dem Chefverband und des Herrn Wisser natürlich dafür. Dass es natürlich immer noch Plätze gibt, wo ich noch weiter muss durchschaffen. Es gibt noch eine Reihe Quartier, notamment am Stadtzentrum, aber auch Bonewege oder Lampertsbirch für so Städte zu nennen, wo einfach ganz viele Familienhäuser auch gehen. Oder auch Mehrfamilienhäuser, wo überhaupt keine Garagen da sind. Das heißt, die Leute tun doch wirklich schwer, für Veloen an den Autos zu kriegen. An letzter Zeit dürfen dafür auch schon zum Teil so große Velosboxen abgestellt. Aber sind da immer noch relativ wenig und besteht auch das Problem, dass es relativ unkommod ist, wenn ihr Velo ist ja gerade attraktiv für Kurzdistanzen. Das heißt, wenn ihr ein Velo benutzt, dann will ihr eigentlich so nah wie möglich vom Punkt A auf B kommen, dann will ich nicht schon mal eine halbe Stunde verlieren, bis ich bei seinem Velo ist, für dann nicht wohin zu fahren. Und dann muss ich eine halbe Stunde trippeln, also für ein bisschen plakativ auszudrücken. Dafür komme ich zu meinen Fragen. Wie viele Velostände hat die Stadt Lützeburg im Moment installiert? Wo sind Sie der Meinung, dass danach müssten beikommen? Was sind mittel-, kurz- und langfristig Perspektive für die Lakunen noch abzufangen? Was dann die Boxen für Veloen angeht, was als Evaluation von denen Velos kosten, wie viel haben wir da im Moment? Und was hält ihr davon, für so ein neues Projekt zu machen, wo in mehr und dafür auch mit klein der Kosten aufstellen, für begrad der Demande notzukommen von den Quartieren, wo es wirklich große Besoin gibt. Gerade wie gesagt, ich denke in der Lampersbirch, verschiedene Straßen, aber auch Bonewege am Stadtkehr, wo es einfach ganz viele Häuser gibt, die direkt unten den Trottoir gebaut sind, wo da nicht ein Garage hat. Das heißt, dass die Leute, die wirklich, da müssen ihre Velo durch das ganze Haus mitholen, oder Leute, die in Appartementshäusern wohnen. Und da ist es wirklich interessant, für an den Straßen so kleine Boxen abzurichten, verschiedene Klänge, die auf einem Parkplatz kennt, einem Autosparkplatz kennt sind, wo ihr natürlich dann auf einer Autosparkplatz eine kleine Box wird, wo ihr aber mehr Einzelveloen drakredet. Es gibt eine ganze Reihe Städte am Ausland, die das schon machen, mit Success, und die gehen noch angeholt, wie gesagt, das auch zu Lützeburg ein Demande, wo ihr als Conseiller immer damit konfrontiert, dass Leute das gerne hätten. Wir haben schon ein paar Mal abgeworfen, notamment auch, wie Truppiere frisch gemacht ist. Das war eine Intervention von Nicolas Back, wenn ich mich gut erinnere. Und da konnte man auch von ihr gesagt, dass das analysiert wird, für notamment an der Straße eventuell so etwas zu probieren. Dann wollte ich unabhängig darauf zurückkommen, ob das heute, das ist so ein Zettelchen, den rausgeprintet wird und plastifiziert wird, den verschiedenen Leute auf ihre Velo fahren, wann ein Velo anscheinend schlecht geparkt ist. Ich wollte mal nachfragen, wer das genau da abzuschützt, also wer heißt schlecht geparkt, auf allem wer das dann die Basis reglementär, an denen sich berieft, weil Menge Meinung nur als ein näherens verbotene Velo hinzustellen, solange nicht steuert, an schmengen auch, dass es von allem mehr effikaz wäre, dann auf den Plätzen, wo es nach
wo es Ständer fehlt, wieder du beizusetzen. Ich denke, da gibt es eine Reihe Plätze, wo ich wirklich muss weit sicher gehen, für einen zu finden und der besser die zu identifizieren und da gute Ständer hinzustellen, wie das ihn eigentlich so die Leute so muss darüber aufmerksam machen, weil dann hätte ich das Problem eigentlich auch direkt auf ein praktischer, positiv Art und Weise geregelt am Platz. Ja, die Leute eine Antwort zu geben, wo sie aber eigentlich nicht wieder mit können aufhängen. Vielmals merci. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Bürgermeister. Merci dem Herrn Benoit für die LUF, für die vielen Velos, Ratelieren, die wir abgestaltet haben. Ich gebe die LUF natürlich den Service weiter, die das gemacht haben. Die so zu Recht, viele Leute frohen für immer mehr Ratelieren zu noch Velos boxen oder quasi Privat-Velos Plätze. Wie ich schon hier bei verschiedenen Gelegenheiten geantwortet habe, also so, dass wir als entschieden an der Stadt schon für länger Zeit, also nicht die letzten 2-3 Jahre, mit der Politik, wie sie seit Jahren an sich gemerkt hat, dass wir Veloständern bei Point d'Intérêt setzen, also am öffentlichen Raum, allerdings mal, was ein Hyperzentrum geht, aber hauptsächlich bei Busserien, bei Schulen, bei Garen, bei öffentlichen Gebäuden, wo Leute bis man haben, für ein Velo aufzustellen. Also echt da, wo es mehr Leute konzerniert, also wo es für das Kollektiv gedurcht ist. Auf diesen Plätzen, für Schenke zu sagen, oder an der ganzen Stadt, das ist mal eng von den Regeln, an die haben wir natürlich auch geguckt, wie können wir das überall an der Stadt machen, wo gehen sie da gebraucht. Und da haben wir an der ganzen Stadt 266 Punkten, wo wir Ratelieren abgestaltet haben. Aber wie viel sind das? Das sind der Stand, den Datum, wo die Frage kommt, wo Anfang Oktober, waren das 3041 Taschen oder Plätze, wo in an der Stadt kommt, Velo hinstellen. Von denen 266 Punkte, wo in auch bei diesem Internet sieht, oder wo ihr auf dem Site maps.vdl.lu, wenn du sicher geht, rausfindet, wo überall die Plätze sind, wo Velo abgestellt sind, sind da 36 der Plätze, die nicht am offenen öffentlichen Raum sind, damit das zum Beispiel an Schulhofbahnen dran. Zusätzlich zu den Plätzen kann ich auch noch sagen, dass wir am Gera Quartier am Parking Neuperch 46 Plätze haben für Veloen. Am Parking Martyr 32 Plätze für Veloen haben. An dem Parking Knödler 60 Plätze für Veloen. Plätze, die an sich auch von den Lob der Gare guckt, wo man regelmäßig von Bürgern von der Gare Message kriegen, dass sie ganz froh sind, weil sie da an sich sicher aufgestellt sind, dass es proper ist und dass Leute sich auch wohl spüren, für ihre Velo da aufzustellen. Wird also ein Kollektivplatz, das ist nicht ein Einzelplatz. Wie gesagt, Zukunft aus, ja, wir haben den Hyperzentrum als gut equipiert. Wir haben schon Analyse gemacht, wo wir über 300 Ratelieren an den nächsten Wochen am Main an der Quartier zusätzlich wollen installieren. Und das ist ja auch eine Analyse, die nicht einmalig gemacht wird. Und da fährt dass wir das permanent auf Basis von den neuen Developmenten, respektive mal den Monten, die wir dann analysieren gehen, wo wir dann zusätzlich Ratelier machen. Was doch am Moment lebt, ist, dass wir zwar über 3000 Pointe Taschen auf hier wollen, aber das sind aber zum Teil Taschen, die schon 24 Jahre, da wurden die vielleicht nicht mehr angepasst sind für Elektrovöllon oder Cargo-Biken festzumachen. Auch hier bei den Ratelieren wird das evaluiert, sodass wir im Moment am Gang sind, auch auf viele Plätze Ratelieren zu ersetzen durch mehr moderne oder mehr Ratelieren, die die Völlon angepasst sind, für das in der auch kann ordentlich festmachen. Velos Boxen, wie das sie nennt, die Bikebox, die gehen an sich an der Stadt von der CRL geriert. Das sind da 4 Stück, auch eine Strategie, die definiert wird vom MMTP für ein paar Jahre, für die bei Pôle d'échange zu installieren.
respektiv do, wo mir gefrot hun, ob sie da noch kënst machen. Dat heißt, mir hunn der Feier Steckhauter seng bei der Entraîneur vun der Luxexpo, eng beim Dernier Sol zu Boneweg, Theaterplatz hummer gemacht, bei der Victor Hugo Platz. Fir werd op dee Platz, well do eben noch eng paar die Leute rundherum wohnen, die vielleicht keine Garagen haben. Wenn man feststellen oder wenn man auch gesagt kriegen, dass die Bikeboxen nicht überlastet sind, dass du noch viel Möglichkeiten hast. Die Demande, wo man heute konfrontiert sind, wie die da doch richtig gesagt haben, das ist auf Quartieren, wo die Leute vielleicht keine Achse haben oder keine Garage haben oder schwer haben, für die Velo dann hier das Appartement zu holen. An die Velo vielleicht nicht einfach so dabei wollen, stehen lassen, weil da aber auch mal die einen oder die anderen verschwanden. Und du hast so, dass man bis heute noch nicht die richtige Solution guckt, aber das Service natürlich auch international gucken, was möglich ist. Die schwätzt von enger Parkplatz. Mit einem Parkplatz oder zwei geht nicht durch an der Breite, für eine Velosbox zu machen, wenn sie soll 2 Meter hoch sein. Das pur Velo sollen rankommen und das nicht privatisiert. Das muss ich auch noch gucken, wie ist den Achse do garantiert, dass das wo zugesperrt ist, muss ich do ein Karte tun. Und da haben wir Stand heute noch nicht die Solution gefunden, für das flächendeckend an der Karte zu machen, werden aber selbstverständlich weiter auch do gucken und hoffen, dass es da eine Solution wird geben, wo wir auch mehr sicher oder vielleicht Plätze finden, wo man mit groß auch nach der Bikeboxen können hinsetzen, mit kleinen Bikeboxen am urbanen Raum zu setzen, da kann das einer Privatisierung für pure Leute gleich an der Hummer, wie gesagt, noch nicht die richtige Solution von. Zu ihrem letzten Punkt, wo der so, wie ich doch wo der Service von der Voirie so Zielen ophaschen geht, war Veloen falsch oder nicht gut geparkt sind. Für die das Foto gesehen, als Velo den bei einer Bank ugemacht hat. Nicht nur, dass kein sich gut kann auf die Bank sitzen, aber en plus geht das Mobilier dummer der Futti gemacht, dem nur wie ein Ketten das geht also von der Voirie dahin gesagt. Und die froh doch, auf was basieren sie sich, auf welchen Artikeln. Den Service Voirie basiert sich auf Artikel 2 vom Reglement général de police vom 26. März 2001, wo Enkeer sieht, il est interdit d'entraver la libre circulation sur la voie publique sans motif légitime ou sans autorisation spéciale. Und dann am Artikel 37 vom selben Reglement, il est défendu soit intentionnellement, soit par manque de précaution, de dégrader les voies publiques et ses dépendances. Das ist so, dass es kein Protokoll, da gibt es kein Amende, wo du viel gesehen hast, die Leibfrot, zumal, wenn wir gucken, wie heilo die Foto, das ist auf der Garde, das ist nicht weit vom Parking Martyr, da gibt Plätze, wenn Voirie der Tote gesagt, dann so sie das läuft, sie machen einen Zettel dahin, der nicht besser ist, aber sie wollen aber auch mal bei Zirkulation, für ihnen zu sagen, hey, da sehen wir viel Velo noch stehen, gucken mal, ob es da genug Emplacementer gibt, respektiv können wir nicht noch zusätzliche Emplacementer setzen. Wir können aber auch nicht auf alle Ecken 10 Emplacementer setzen. Wir probieren da überall, wo es geht, beizusetzen. Und das, wie die das richtig gesagt haben, haben wir eigentlich in den letzten Jahren ganz viel gemacht. Und wir gucken da doch an der Zukunft nach zu verbessern. So nicht, merci. Merci, ich sage auch merci. Und wir kommen dann zum nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, der Punkt 7. Pardon? Ja. Ich habe mal eine question urgente die votre sport pour. Die könnt die nächste drin. Ne? Voilà. Merci. Wir kommen also auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, Punkt 7, Zirkulationsmaßnahmen. Wen will dazu Wort ergreifen? Madame Gage. Madame Gage, die hat donné à santé, ja. Madame Gage. Merci für das Wort. Schon eine Frage, die nicht nur zu den Mesuren geht, mir aber mit der Zirkulation zu dienen. Und zwar geht es um die Zirkulation von den Fußgängern. Aber mehr genau, gesagt, dass die kugelförmigen Pubellen, die platzweise sind, schon ein bisschen mehr Platz holen wie die Mischmull.
Und das sind auch Plätze, wo viel Fußgänger NRW sind, die Leute auffällt und schon kastieren. Dafür wäre Dominik froh, ob es da einen bestimmten Grund gibt, wie dass die Kugelfirmen stehen und ob da eventuell kann geguckt gehen, für eine Solution zu finden, dass die Leute nicht müssen eine andere Solution finden. Merci. Merci. Herr Boissante. Ja, für nicht ganz original zu sehen, ja. Das ist eine Abstention auf dieser Seite von verschiedenen Mesuren, die den Fußgänger weh vom Geholl. Pardon, ich fand mich wieder nicht mehr. Den E-Mail also noch weh. Merci. Das ist gut. Aber sogar wenn der nicht gefragt hat, wir hätten nicht direkt gefragt, ob der will, wie immer, du irgend haben. Ja, wunderbar. Herr Radu? Ja, ich wollte aber nach ein Geier. Wir hatten da schon ein paar Mal gesagt, für die Teile wird total an Ridikül zu verfallen, macht immer den lämmigen Satz, den Herr Boissante sieht, dass man gesagt, wir dürfen nicht an eine Kommission der Mobilität kommen, die von Service durchlehnen, was Kontrante sind und Mesure sind, für effektiv auch. An der tut nicht in ihrer Position geändert. Nee, pardon, für als Text dafür zu lesen, das können wir auch selber an dieser Seite machen. Merci, Herr Radu. Das ist für, wann so eine Mesure ungefragt wird, wirklich für wer das auch motiviert ist. Und nicht nur de facto, am meisten sind sie nicht motiviert. Das ist als Gefühl und das ist auch so an der Realität. Das heißt, als Position, wie das sich nicht geändert wird, bleibt noch immer dieselbe. Merci. Merci. Und da ja. Effektiv, ich gehe nicht oft zu Fuß, weil ich nicht viel Zeit habe. Ich will noch effektiv. Wir sind effektiv das letzte zu Fuß gegangen, weil schon effektiv die Rundpubel, von der Madame Gersch geschwärzt hat, beginnt. mitten um Trottoir an der Avenue zwischen den Bussen, du hast die Busserin Avenue da steht sowieso schon viel Leute, wie wenn du zu Fuß sein steht, kann die knapp sein Leute, wie du wie wird Land steht ein groß, riesig groß Rundpubel mitten auf einem relativ schmalen Trottoir dafür. Also wenn man die kennt direkt, dann hätten wir schon etwas gemacht, wenn man da Gersch weiß bestimmt nach anderen. So, lo hat den Herr Goldschmidt wird. Merci, Madame Bourgmeister. Merci für Madame Gersch Intervention oder auch dem Herr Boissante und dem Herr Radu auch. Mais zu der Poubelle generell. Die wisst, dass als Service in 7 Wochen NRW, also nach kriegen wir ganz oft geschrieben, Poubelle lebt über, und das sind meistens die kleinen rechteckigen Poubellen. Fakt ist, dass an den runden Poubellen schmengen das 5-fach oder 6-fach von Volumen dran geht. Und das ist der Grund, für was man da auf verschiedenen Plätzen gesagt hat, wo man merken, dass extrem viele Auffälle sind, wo die Kippen dann auch nicht nachkommen. Ne Radu huet lo Punkt oder eng Platz gesot, wann Dir nach Ding oder Diner Platz hut, wo Dir so do stin se schlech Deel da se mat, und da geht den Service längsch kucken, ob se kennt besser placéiert ginn. Me se gi net do placéiert fir den öffentlichen Raum ze verschéinere vun der Pubel hier, weil mé einfach weil de Volume, den se op kann hoelen, so groß ass wat dem Service natierlech och viel hëlleft. Und auch alles alle Gute für die Stadt proper zu halten. Wir auf den Plätzen, wo sie aus irgendeinem Grund nicht gut gestaltet sind, geplaciert sind, so dass es besteht. Und dann gucken wir, für das zu ajustieren. Voilà, merci. Ich ging dann die Maßnahmen zu Wort stellen. Für die, wo die sozialistische Fraktion sich traditionsgemäß enthält, stellen die also zum Wort, wen ist dafür, wen ist dagegen, wen enthält sich. Merci. Und dann all die anderen, wen hast du dafür? Merci, dass wir keiner gegen Unanimität. Wunderbar. Da kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, Konventionen, gegen die machen, wie wir das immer machen. Wer will zu enger schwätzen? Ich fange an, Jun. 1 Minute, ja, 1 Minute, 1 Minute. Dann machen wir 11. Ding, 10 an 11. Numéro 11. Combien? Numéro 11. Madame Pollard. Ning an 10, wann schläft. Herr Boissante. 11, Stift.
Ning an 10. Nein. Nein. Also, sorry. Ning an 10. So, da fängt man mit der 9 an, Madame Merth. Madame Merth. Nummer 9. Ja, also, ich begrüße natürlich den Avenant für uns zusammen, aber ich beim SID Frauen Agenda weiterzuführen. Der SID geht zurück auf eine Initiative von den geringen Frauen an den ersten Nummer von dieser Frauenbibliothek, wurde und Terspotte erinnert, die leider frei verstorben ist. Es wird Madame Loschetter, die als Chefin von der Chancengleichheit des Kollaboration von der Stadt mit dem SID angefeiert hat, schon 2011 an derselben Funktion den Dossier überholt, an den hast du noch von der Madame Wiesler und auch vom Herrn Bauer mit Überzeugung weitergeführt gehen. Es sind der Meinung, dass das SID Frauen an Gender als eine Bibliothek eine kulturelle Bereicherung sind für eine Stadt. Ich ging es allerdings noch ein bisschen besser finden, wenn sie mehr visibel am öffentlichen Raum wäre, sowie auch als Gemengebibliothek ganz visibel und accessibel ist, und damit ein Instrument von der Demokratisierung von der Kultur. Das SID Frauen Agenda mischt ein ganz interessant Arbeit an unseren Schulen. Wir hatten die ja auch schon in einer Kommission konjoint vorgestellt. Oft sind es Tabuthemen, die angeschwärzt gehen, wie zum Beispiel Körpergefühl von den jungen Leuten. Nicht immer gehen so Themen daheim mit den Älteren angeschwärzt, aber wir müssen auch davon ausgehen, dass Leute bei uns leben, die aus Kulturen kommen, wo der Körper von der Mieterschaft vielleicht noch ein bisschen mehr tabu ist und dafür ein zusätzlicher Kulturschock kann entstehen. Ich erinnere mich an eine ganz intensiv und ein bisschen holistische Debatte, die wir mal an der Schulkommission hatten, über den Bücherkoffer vom SID FAM, wo verschiedene Leute gefordert haben, wir müssen ein Buch rausholen aus dem Bücherkoffer, wo Thema Transgender, also ugeschwert gin ass a mir waren awer demos als Chefrot der Meinung, dats mir lo net als Politiker do an den Bücherköffer e Bure raushhölle gegen sinn hole gin. Me dat huet awer gewissen, dats wirklich Tabuthemen ugeschwert gin, an dats mir dat dann auch unterstütze. Viel sensibel Themen sind also abzufänken, an das immens positiv dat umzugehen, an damit auch Ouvertüren zu schaffen, Tabuthemen allgemein an der Schule und an der Gesellschaft umzugehen. Es sind an der letzten Monat am Kader von meiner Forschungsarbeit auf der Uni Lützeburg auf die Broschüre vom SID Frauen Agenda gestoßen, wo ich auch die Volley Genderforschung mitgekriegt habe, die ja auch auf der Uni groß geschrieben wird. Auch den als wichtig für die Kultur von unserer Stadt abzuschaffen, weil oft sind Frauen an der Vergangenheit nicht valorisiert gehen an der Weg an die Öffentlichkeit, haben sie nicht so einfach fand. Am Bereich Abschaffen von der Geschichte der Frauen ist also noch viel zu machen, und dafür sollen wir auf alle Fall die Unterstützung weiterführen. Merci vielmals, Madame Brümmel. Merci für das Wort, dass mir natürlich eng Fred als neue Präsidentin von der Chancengleichheitskommission gleich 2 Konventionen haut, mit wichtigen Partnerorganisationen von der Gemeinheit zu avisieren und auch zu unterstützen. Das hat man schon direkt gesagt. Was die Konvention mit dem SID Frauen an Gender angeht, Sie sind als Partner oder als Partnerin. 2007, an den Moment habe ich selber noch geschafft, mit 2018 und ich schüss noch eine Memberskarte beim SID, geht kein Interessenskonflikt, und ich kann just jedem rekommandieren, eine Memberskarte zu holen. Wir haben hier eine jährlich weitergeführte Konvention gehabt, und wir wären beim 18. Avenant gekommen. Das ist schon nicht schlecht. Wir sind immer major, ich meine, wir haben den Führerschein für mehr lang. Das heißt, wir wollen die Konvention perennisieren, eine Konvention, die für beide Seiten gewinnbringend an der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern und auch die Zusammenarbeit weiterbringt.
Was bleibt an dieser Konvention, sind natürlich die allgemeinen Vorgaben. Du gibt nicht extra viel geändert. Es gibt eine Rechenschaftspflicht, eine Teilmachtbestimmung von unserer Gemeinde beim Programm und natürlich auch immer noch die Möglichkeit, am Respekt von den Lehen Konventionen zu kündigen oder zu ändern. Ich meine, dafür besteht aktuell definitiv gut kein Ulas, ist das Konträr. Wir sind als Stadt Lützeburg auf das Site angewiesen, für unsere Verpflichtungen nachzukommen, an uns selber gesagten Ziele auch zu erreichen. Die Stadt als Signataire von der Charte de l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau communal, als auch Signataire von der Charte der Diversität, die Gleichstellung von den Geschlechtern grundlegend mitverfolgen sollte. Was legt das Site Frauen und Gender für uns Staat? Ich meine, Colette Macht hat schon auf einzelne Sachen verwiesen, dass eine Frauen- und Gender-Bibliothek, die hinter dem Frühjahr erweitert gouf den City, das ist eine Bibliothek mit gendersensibler Kanner- und Jugendliteratur. Da riecht sich das Site Frauen und Gender Express des Verbes u Kanner und Junker, aber eben auch um hier Älteren. Und ich meine, dass man auf die Art und Weise auch die Bedeutung von der Gleichstellung von Klangem promovieren können. Das Site möchte Evenementer für das Grand Public, die spezifischen Aspekte von der Gleichstellung, respektive den nach weiterhin bestehenden Benachteiligung, Diskriminationen und Ungleichheiten thematisieren. Und da schwätzen wir als Gemeinde eben auch mal, da können wir auch als Vorstellungen, als Wünsche herabbringen. Das Site organisiert auch Formationen für Fachleute, das sind für Enseignants, sozioedukativ Personal, medikopsychologisch Personal, die selber mit Kindern und Junker arbeiten. Das sind da auch viel aus der Gemeinde. Und da ging ich mir wirklich wünschen, dass man mit unseren Service, gerade Service aus dem nonformalen Bereich, nach ein Kehr schwatzen, und sie wirklich dazu unhalten für ihr Personal, wo wir ja wissen, dass es Großkontrakte hat, an denen Zeiten, wo eben keine Präsenz von Kindern an den Foyers ist, dann Zeiten für Formation mit dem Site Frauen und Gender zu nutzen. Ich meine, da war eine Demarche gemacht, die war nicht so ganz reüssiert. Und ich denke, da können wir wirklich noch ein Schritt beilegen. Das ist ja Win-Win, weil als Edukateurin schaffen schon bei uns, an der Site möchte eine Konvention mit uns für Formation zu machen. Also, wir wären blöd, wenn wir nicht gingen unholen. Ein letzten Aspekt, den noch an der Konvention thematisiert ist, das sind direkt genderpädagogische Interventionen bei Kindern, Klassen oder Gruppen zu eben Themen, die Gleichstellung von den Geschlechtern kann an altersgerecht, an spielerisch abschaffen. Ich meine, das justifiziert an Eisen an ganz sicher den Fakt, dass wir 152.000 € pro Jahr an das Konvention investieren. Also ein Teil ist ja auch schon immer investiert, das Licht gehecht gehen. Und der größte Teil von diesen Summen geht eben auch an den Bereich von den pädagogischen Aktivitäten. Aktivitäten aus der Konvention unterstützen und ergänzen eben auch dadurch von unserem Service von der Egalität, den 2025 abgestockt gouf, aber wo wirklich ein wertvoll Arbeit liegt, weil Gleichstellungsthemen auch innerhalb von der Gemeinde an den Service für die Bürgerinnen und Bürger sowie bei der Gemeinde als Patron eine wichtige Rolle spielen. Da will ich noch daran erinnern, Gleichstellung von den Geschlechtern als ein Verfassungsprinzip, das heißt, umsetzen muss auf allen Niveauen von unserer Gesellschaft gedrohen und unterstützt gehen, das heißt auch auf kommunalem Plan. Voilà, ich meine, als Chancengleichheitskommission haben wir quasi unanim für das Konvention gestimmt und wir freuen uns wirklich auch darüber, einkehr am Jahr mit den Responsablen vom Site Frauen und Gender den Austausch zu haben, darüber, was gelegt wird mit der finanziellen Unterstützung von der Gemeinde, aber eben auch über diesen Akteur mehr Not Terrain zu sehen, zu wissen, was bleiben eben auch noch die Defien. Und ich meine, ein Defi haben wir als Haut alle Gurten schon quasi auf der Revers gespengelt. Die Orange Week geht nächste Woche also all Formen von genderspezifischer, geschlechtsspezifischer Gewalt zu prävenieren, zu unterbannen, an zu sensibilisieren. Das ist eben auch eine Aufgabe, die wir am Kader von dieser Konvention, denke ich, gut weiterführen sollen. Vielmals merci. Merci auch, Madame Bartolini.
Je m'excuse, Madame la bourgmestre. En fait, je me suis trompée d'article. Moi, c'est le devis des travaux que je voulais défendre. Pardon. OK, très bien. Monsieur Weidig. Merci, c'est Madame Bourgmeister. Ich würde gerne die Konvention nicht halt an Sing halt zusammen schwätzen, also die Konventionen mit Sitfarmen und noch die mit Sicherheit. Wir haben das so Konventionen an unserem ADR-Stadt der Komitee diskutiert, aber wir werden sie nicht matstimmen. Die Steuersuche vom Bürger soll genutzt gehen für Probleme von uns all an unserer Gemeinde zu lösen. Also sie sollen nicht gebraucht gehen für politischen Aktivismus zu finanzieren. Das ist klar, dass die Konvention mit Sitfarm und mit LGBTQI egal so einen Missbrauch von Steuersuchen durchstellt. Die zwei Organisationen sind klar stramm längs respektive wo gering Assoziationen sie propagieren auch eine ganz radikale Form von Feminismus muss die übrigens auch RNDP Parteikollege Gerard Schock mal kritisiert wird an die immer mehr halt so offener Männerfeindlichkeit feiert. Wir verteidigen selbstverständlich das demokratische Recht von den Assoziationen für politische Ziele zu kämpfen, mir das nicht okay, dass sie von der Steuersuche von uns alle Gute finanziert gehen und dadurch auch ihren Aktivismus finanziert. Wir wissen ja alle, wen du angestellt kriegt, eine gute Salär kriegt, es sind hier dreisten Aktivisten innen. Die können nur Fulltime Aktivismus machen. Das Organisationen so noch, dass sie bestimmten Minoritäten respektive Opfergruppen repräsentieren, an das am Numm von zum Beispiel Frauen oder Leute, die lesbisch, schwul, bi, trans, intersex sind, schwätzen, auch dadurch eine Art moralischen Highground tun. Das ist nicht richtig. Ich kenne viele Frauen, die sind nicht einverstanden mit den politischen Zielen von Sitfarm. Es wird auch behauptet, dass halt die LGBTQ-Gemeinschaft gibt. Ich kann das so sagen, dass du viele Fälle kennen, die sich halt nicht die Teil von dieser Gemeinschaft fühlen. Ein Beispiel, eine lesbische Freundin von mir, die ganz noch politisch steht bei den Linken und hat mir klar gesagt, dass sie nicht viel gemeinsam hat mit schwulen Männern und ob man viel Männer wird als heterosexuelle Mann. Wir wären allen zwei als Mann schließlich still vom Patriarchat. Hat doch kritisiert, dass sich Männer als Transfrauen ausgehen an alle Rechte von einer Frau hätten. Damit geben sie den Feminismus auf Frauenrechte ergruben. Was da ist besonders steuert, als das zur Organisationen nach mehr wie schon vier mit der Steuersuche von den Bürgern systematisch in Kontakt mit beeinflussbaren Kinder und Jugendlichen kommen an hier wie an ideologischen Narrativen weiter können gehen, als Vorrecht oder als Moral High Ground durchstellen. Und das ohne, dass andere Leute, die andere wollen oder andere moralische Perspektiven haben, das auch machen kann. Ich verweise da neige drin, dass der katholische Religionsunterricht aus der Schule rausgeholt hat, gerade weil das eine Indoktrinierung gewesen wäre. Also man dir genau dasselbe mit dem Support von diesen stramm linken Organisationen. Wann ich gelieft, los, wann ich gelieft, aber jedfrieden schwätzen, an der noch Kritikfrieden fort für nach dort Senferte. Wann ich gelieft, minimal verstehst du mich für anders denken, da muss ich noch holen. Ja. Was ist das? Ich halte einfach auf mit Schwätzen. Und du gesagt ganz klar, wie die Grünen und noch die von der SAP wirklich Antwort fahren, einfach nicht drohen. Sie brillen zwar hart Toleranz, aber sie wollen genau das Gegenteil. So,
Herr Wagner, nee, Herr Bassante, die hat gesagt, nicht. Madame Branca hat für die Nummer 10 gefragt, nicht für die Nummer 9. Er hat schon 10 abgeschrieben. Ja, Madame Branca. 9. Okay, ich schon aber ernst abgeschrieben, das ist aber nicht schlimm. Dann ist gut, kein Problem, Madame Branca. Und dann den Herr Werner, ganz gut. Fällt noch ein? Eine gute Zeit, Madame Branca. Merci, Madame la Bourgmestre. Bien. Pardon, pardon. Nee, ich habe einfach effektiv falsch abgeschrieben. Madame Afonso, entschuldigt vielmals. Ich hatte erst effektiv, nee, ich hatte erst abgeschrieben für 10. Ich habe mich geirrt, entschuldigt. Ok, c'est pas grave. Ok. Merci, Madame la Bourgmestre. Bien. Nous sommes d'accord avec cette convention, mais quand même, je voudrais poser une question. On parle d'un versement de 115 000 € pour la recherche, la préparation et de mise en œuvre des activités. Ma question, c'est cela. Cela couvre tous les frais de personnel? C'est là ma question. C'est 115 000, si ça couvre tous les frais du personnel. Merci. Monsieur Bauer donnera la réponse. So, en l'autre, Herr Werner. Ja, merci, Madame Boyamiste. So, das ist der Punkt 9. Schon an einem Sorte Punkt 10, weil da kann ich das an einem machen. Wir werden die zwei Konventionen natürlich mit unterstützen. Ich fasse mich kurz. Ich meine, aber muss ich trotzdem immer unterstreichen, dass es da nicht Ideologie geht und dass meistens die behaupten, wir Ideologie machen, Ideologie. Das hat gut recht, mit den gibt doch Fakten am Leben und doch so etwas wie Wissenschaft. Es gibt Leute, die schwul sind, die lesbisch sind, die transidentitär sind, die an einem Umfeld muss leben, das nicht immer favorabel ist. Heinz du mehr, Heinz du Mann, Heinz du ganz, Heinz du gut nicht. Und denen Leuten muss ihnen helfen. Es gibt Frauen, die eindeutig mehr, haut gerade, wo wir auch nach, wir schwätzen von der Orange Week, wir schwätzen von Feminiziden, wir schwätzen von Gewalt, die spezifisch gegen Frauen geht, wo Frauen geschlagen sind, weil sie Frauen sind. Und wenn sie Männer gewischt wären, wären sie nicht denen Harcelementer oder Gewalttaten exposiert. Das gehört eben auch für Leute, die nicht an der heterosexuellen Norm sind, die dann spezifisch Diskriminationen und Gewalten exposiert sind. Und darüber schwätzen wir. Und dafür gibt es ja auch Assoziationen an ASBL, die sich darum bekümmern, für abzuklären, für das erstens nicht geschieht, für das Kanner auch oder junge Leute, die sich ernst das fühlen, sich gut fühlen, einerseits an das auch abgeklärt wird an den Schulen, an der Gesellschaft, und doch Leute, die Hilfe brauchen, die Hilfe finden. Und das hat nicht mal die Ideologie zu dienen, die das behaupten, sie ist just mal eine Ideologie, die schlussendlich zu Homophobie führt, wie wir das an Ländern kennen, die äußerst retrograd, am meisten so korrupt Regierungen haben wie Ungarn oder Russland etc. Ich sage nicht merci. Merci auch. So, das wird zu der Nummer 9 gewirrscht, wo aber sowohl den Herr Werner wie den Herr Weidig auch schon zu der 10 geschwärzt hat. So, lo kriegt den Herr Bauer das Wort, für zu der Nummer 9 zu schwätzen. Merci, Madame Bourgmestre. Merci allen Intervenanten, die auch hier bereit sind, heute mitzudrohen. Ich meine, dass wir die Chance haben, in einer Gesellschaft zu leben, wo wir können, denen Menschen helfen, die als Hilfe auch brauchen. Und ich meine, dass es an der Hinsicht etwas ist, was wir über die letzten Jahre immer auch hier gemacht haben, für man sieht von einen exzellenten Austausch zu haben, den sieht Frauen und Gender, pardon, als sind da lange Jahre ein Treuepartner, den uns erlaubt hat, für viel Aufklärungsarbeit zu machen, den uns erlaubt, viel Menschen mit zu begleiten, an den durch seine Bibliothek auch eine fantastisch gut Arbeit mischt,
am Alltag für die Leute auch eine Urlaubsstelle zu bieten, für Wirklichkeit zu machen. Und du wennst sinnig als Verantwortlichen an Schmengen, der Schweizer am Namen vom ganzen Chefrat, extrem dankbar, dass wir können heute die Arbeit an dieser guter, konstruktiver Art und Weise weiterführen. Schmengen sind übrigens auch froh und ich will auch begrüßen die neue Präsidentin von der Chancengleichheitskommission, mit der wir extrem gut auch weiterfahren, so wie wir mit ihrer Vorgängerin gefahren sind, und das auch mal so wirklich werden viel Akzente setzen. Ich will auch von der Gelegenheit profitieren für meine vier Vorgängerin, nämlich dem Colette Merth, wie man es sagt, so wird. Colette hört sich immer an den Jahren, wo ich dann nicht auf dieser Seite, sondern auf der anderen Seite so extrem viel engagiert für das Kurs, an der auch auf ein ganz authentischer, kohärenter Weise, mit ganz vieler Öffentlichkeit, so habe ich auch an der auch zusammen mit dem Sitfam oder Sitfrauen und Gender gemacht. Und ich meine, dass das wirklich auch alles Unerkennung bedeutet, weil ich meine, dass es wichtig ist, für auf dem doten Weg zu gehen, auch von der Erfahrung, die Sie haben, an dem doten Domain auch zu profitieren. Du Winzer, gebe ich mengen, dass ich wirklich will, dem Kollege doch von dieser Platz ein ganz dicke Merci so für die ganze Arbeit, die hat an den Sujet, wo ich spürt, wie viel in dem Himmel um Herzleid investiert. Colette Merth hat auch proposiert, für mehr Visibilität zu probieren zu kriegen, für mehr Publizität auch da hier in Bibliothek zu gehen. Ich meine, wir probieren alles zu machen, was wir können machen, wenn wir gemeinsam Aktionen machen, für ein City-Magazin auch darüber zu schwätzen. Sie müssen natürlich mit einem Propos kommen, wo sie zu gerne Stieg können gehen, und sie müssen das natürlich organisieren. Ich meine, wir unterstützen sie schon massivst. Du weißt, ich meine, wir werden immer Partner für sie bleiben. Sie sind auch an unserem Reso von allen Bibliotheken abgeholt. Du weißt, ich meine, das ist eine große Visibilität kriegen. Sie leihen natürlich im zweiten, dritten Stock an einem Gebäude. Das ist mehr schwer, aber wir machen alles, was wir in der Gemeinde machen, für an ihrer Kommunikation auch zu unterstützen. Ich meine, das ist auch etwas, was für Sie ganz wichtig ist, was Ihnen auch aber viel hilft. Madame Bremmel hat proposiert, für den non-formalen Sektor zu nutzen, für auch mit Formationen zu machen. Wir holen das mit, gucken, was da möglich ist. Ich meine, Sie haben schon ein ganzes Projekt, eine ganze Planning mit all lauter Formationen. Aber das ist aber sicherlich eine Idee, für auch dort zu gucken, ob Sie hier kann man abbauen, für da Formationen zu machen. Ich meine, ein Partner kann ihn darüber ganz gerne diskutieren. Ich will dann beim Herrn Weidisch einfach nimmen just dem Herr Weidig so, ich bin immens hilfreich, dass ich an einer Gemeinde lebe, wo dir frei Ermeinung könnt so. Ich bin ganz dankbar dafür, dass dir auch dazu, weil dir meint, dass der könnt so, denn das ist nämlich nicht überall der Fall. An Zeiten, wo ein amerikanischer Präsident innerhalb von 2 Wochen fertig bringt, Diversitätspolitiken einfach so zu dezidieren, zu liquidieren, und dass da ganz viele Entreprisen dem nachlaufen, muss ich so, sind ich umso mehr hilfreich, dass wir vielleicht als Aktivitäten mit so Assoziationen ausbauen, 4 Grad zu erstreichen, wie wichtig das heißt, Meinungsfreiheit, Diversität und die Offenheit von dieser Stadt wichtig ist. Voilà. Schlussendlich, Madame Afonso, das ist evidenterweise, wir machen mit ihnen einen Akkord, eine Konvention. An der Konvention wird festgelöst, wer die Freien kouvrieren. Und du hast heute zum Beispiel haben wir die Freien überholt von dem engen Posten, den sie im Moment haben, den an die Schule geht. Das sind die Freien von dem Posten sind überholt. Voilà. Voilà. Vielmals merci, ich für das Vertrauen. Ja, merci auch. Und ich ging also die Konvention Nummer 9 zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit das die à la Quasi-Unanimität angehauen. Da kommen wir zu der Nummer 10. Wie gesagt, 2 Kanzleien haben schon dazu geschwärzt. Und da gehe ich nicht ein Wort und Madame Merth. Ja, also par rapport zu der Konvention von der Stadt beim Zentrum Zigal habe ich ähnliche Überlegungen. An dem Bereich gibt es nämlich eine Diskrepanz zu der Solidarität mit den Leuten, die an der Gesellschaft affichiert wird, aber nicht immer der Realität von den Leuten entspricht. Nach immer gibt es viele Diskriminationen, und wir können davon ausgehen, dass viele von den Leuten von kleinem an mal ältere Matzig gedrohen haben, ohne ihr können zu benennen oder auszudrücken. Nicht an all Familien gibt es für eine andere sexuelle Orientation ein Up und Over
Oft wissen junge Leute gut nicht richtig, für was sie Sachen ernst gesehen und ernst empfangen. Das heißt, die Leute, die an den Centre Sigal kommen, haben oft eine lange Geschichte an Russisch, wo sie ausgegrenzt waren, und kein Gehör von tun. Dafür fand ich es immens wichtig, dass wir uns da noch ein bisschen besser aufstellen und dass wir zusätzlich Personal finanzieren, weil damit da weisen wir eine Sensibilität für die Problematik an unserer Gesellschaft. Merci vielmals, Madame Brümmel. Merci, danke für das Wort. Die Stadt Lützeburg ist unter dem 6. Juni 2025 Member vom Rainbow City Network. Das auch auf Initiative von meiner Vorgängerin Claudie Reiland. Merci auch Herr Bauer, dass er sie noch ein Kehr ernimmt hat. Wir machen noch andere Aktivitäten am Bereich von der Gleichstellung oder von der Visibilität von nicht heterosexueller Communität, dem Pride Run, Diversity Charter, für nicht zu nennen, und auch den Prix an Beffer hat auch ein Kehr die Ausrichtung. Die heute Konvention gouf man von einem konfirmierten Akteur vom Terra gefroht, für sie mehr zu unterstützen, aber wir haben als Gemeinde schon mehr lang mit ihnen zusammen geschafft, an Schmangen, dass wir insgesamt auch wissen, was sie uns bieten. Sie bieten uns Unterstützung und Beratung für die Leute, die der LGBTIQ+-Community gehören. Sie formieren und sie informieren. Schmangen bleibt immer noch wichtig, das haben wir gerade noch gesehen, über die Thematiken. Sie sind ein Platz, wo sich 13 Gruppen fanden, die sich selber empowern. Früher hätte ich vielleicht Selbsthilfegruppe genannt. Und sie proposieren eben auch eine Bibliothek. Also das ist schon eine große an konfirmierten Akteur. Und mit dieser Ausweitung oder mit dieser Konvention erlauben wir ihnen eben eine pädagogische Fachkraft anzustellen, eine Assistenzkraft, dass sie nämlich dann hier Öffnungszeiten ausweiten können. Sie haben also an der Kommission durchgelöst, dass wirklich Besoin besteht. Ob schon mal wissen, dass man in einer verhältnismäßig guter legislativer Situation gegen Diskrimination und für Inklusion und Gleichberechtigung leben, bleibt es aber ein Besoin zu beraten und zu begleiten, wann die Leute sich an Krisensituationen befinden. Und dafür geht die Konvention, ob die Besoin ein Antwort an den Besoin, den klemmt. Das auch, weil wir alle gut wissen, dass es trotzdem Fortschritt Rückschlag an dem Sinn, dass es heinz do ob ein perfid Weise probiert geht, Rechte, die legal verankert sind durch Kommentare, Petitionen und so weiter vorzustellen. Und das verunsichert Leid, das möchte das Leid einerseits an einem Minoritätsstress leben, aber auch wirklich psychotraumatisch Probleme haben. Das heißt hier mental Gesundheit als wirklich eine Gefahr. Ich will euch ein plastisches Beispiel von so einer Mikroaggression aus der quantitativer Lilly-Etude gehen. Da haben 300 Personen aus der Communität teilgenommen. Und mehr wie 3/4 von den Leuten, die nicht eine heterosexuelle Orientierung haben, sind mit Aggressionen konfrontiert. 3/4, das ist wirklich nicht leicht. Aber 60% von der erlebten Gewalt spielt sich am Bereich vom Internet auf. Noch immer trauen sich Leute aus der LGBTIQ+-Community zu Lützeburg nicht an der Öffentlichkeit dem Partner oder der Partnerin die Hand zu halten. Da muss man sich mal vorstellen. Ich gehe ob gerne so in meinem Partner mit einem Kussi Eddie, das geben sich 60% von der Community nicht trauen, weil sie mit Reaktionen rechnen müssen. Ich muss nicht noch mehr Beispiele nennen, ich kann es just rekommandieren, die heute kleine Etüde zu lesen. Also wir unterstützen das Konvention ganz voll und ich wollte am Anfang schließen mal auf mit dieser Remarque, dass es nicht so ist, dass die Leute, die bei den Centren LGBTIQ+Sigal gehen, Probleme haben mit ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Genderidentität. Das Problem für sie und auch für die Gesellschaft sind nämlich die Leute, die Schwierigkeiten haben mit denen, wo eine andere Orientierung als die heterosexuell haben, an die dadurch auch die gesetzlich verankerte Rechte von anderen nicht respektieren oder aufstellen. Da bleibt es wirklich wichtig, Sensibilisierung an Informationen zu machen, an alle Formen von Diskrimination auf alle Pläne, an eben auch kommunale Plan zu bekämpfen.
Und ich muss aber auch noch ob den Herr Weidisch angehen, weil bei allem Respekt für Meinungsfreiheit, ich bin total dafür, merci Herr Bauer, dass das noch ein Kerl Strach hat, aber Meinungsfreiheit heißt nicht, dass er Unterstellungen machen kann, die einfach nicht wahr sind, die nicht richtig sind. Das geht nicht und das können sich offensichtlich die erlauben, die von stramm links an gering schwatzen und das verunglimpfen, mir aber selber offensichtlich strammiert sind. Herr Weidisch, ich gebe euch rekommandieren, bei der Sigal an Formation zu gehen, dass ich hoffe, dass kein ganz, wie soll ich sagen, resistent ist, kann aber natürlich sein, dann ist es Zeit verschwand. Mir auf jeden Fall fand ich, wenn in Behauptungen an den Raum stellt, zum Beispiel die, dass am SID Frauen und Gender Leid gingen angestellt gehen, einfach so für ihren Aktivismus auszuleben. Sorry, das ist einfach ein dumm Liegen, das ist ein Liegen. Da könnt ihr schon empfrohen, wie Sie hier Kandidaturen auswählen. Sie gucken nur Kompetenz, nur Qualifikation und Sie gucken nicht nur Militanz. Weil er das gesagt zum Thema Meinungsfreiheit und zum Thema Liegen. Merci. Merci, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Das Konvention droht mir als Staat der LSAP voll matt. Die wertvolle Arbeit, die diese Assoziation möchte, als ein wichtiger Pilier von der Garantie von den elementaren Menschenrechten gegen Diskrimination. Und Herr Weidisch, das gesehen mir nicht als politische Arbeit oder Aktivismus, sondern als ein Devoir für uns, für die Menschenrechte gegen Diskrimination anzusetzen. Dadurch unterstützen wir voller ganz das Rekrutement von 2 weiteren Mitarbeitern. Ich bin just ein klein froh, es handelt sich bei diesen Kontrakten um CDI oder CDD. Sonja, merci. Merci auch, Herr Bauer. Vielmals merci, Madame Bürgermeister, vielmals merci allen Intervenanten für die breite Unterstützung. Ich meine, wir probieren als Stadt Lützeburg für alle Menschen dort zu helfen, wo wir können helfen. Und ich meine, wir haben nicht für nichts 2021, meine ich, die Stadt Lützeburg als ein LGBTQI plus Freedom Zone deklariert. Wir haben das letztes Jahr nach ein Jahr rappeliert, nach ein Jahr frisch. Innerstrach, notamment wie wir bei dem Rainbow Cities Network beigetragen sind. Und das ist ein ganz klar Demarche, ein ganz klares Commitment von dem ganzen Chefrat, dem ganzen Gemeinderat, bald dem ganzen Gemeinderat zu diesem Thema. Und ich meine, dass da wenn der Zeit ein logischer Schluss ist. Das ist auch ein ganz logischer Suite von dem FED an der Präsidentin von der Chancengleichheitskommission, Madame Brümmel, hat es gesagt. Wir haben für 2-3 Jahre dem Sigal auch den Prix an Beffer für hier erfahren an diesem Domain von der Chancengleichheit überreicht. Und ich fand eigentlich auch ganz logisch und kohärent, dass man dann auch dahin gehen an Lohai weiter eine gewisse Unterstützung hinzukommen lassen. Eine Unterstützung, die ihnen einfach erlaubt, hier Arbeit zu machen, an bessere Konditionen. Und ich muss sagen, wie gesagt, wenn in einem Moment gesagt, wie es draußen an der Welt rundherum geht, ist es wichtig, dass man ihnen erlauben, die Arbeit, die wertvoll ist für ganz viele Menschen, für die können an den bestmöglichen Konditionen zu machen. Und da sind wir am ständigen Austausch mit ihnen, aber auch mit Rosa Lützeburg, mit all den anderen Akteuren an diesem Domain, für zu gucken, wo wir sie können unterstützen. Ich sage da ein ganz dicke Merci für die breite Unterstützung. Und ich will Madame Müller sagen, dass aus sich das heute eine Konvention ist, die wir über ein paar Jahre haben. Und da werden also sicherlich, ich weiß auch nicht, ob Sie am Moment unter dem CDD erstellen, den du noch an der CDD umgedankt wird. Wir haben in jedem Fall finanziell Mittel zur Verfügung gestellt, dass sie können ein CDI daraus machen. Voilà. Ich sage vielmals merci für die breite Unterstützung. Voilà, merci an Stellen also die Nummer 10 zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Nach ein Jahr quasi Unanimität. So, da kommen wir bei dem Punkt 11. Da haben sich eine ganze Reihe leider geschrieben. 1, 2, 3, 4. Madame Camarda. Vielmals merci für das Wort. Das war eine ganz flotte Kommission. Und eigentlich, wenn ihr seht, ganz flotte Kommission, also das falsch, weil wir hatten 2 Kommissionen über dasselbe Thema. Es geht um Safer Nights.
Und ich kann so, dass man 2 Kommissionen hat, wo man über Safer Night geschwart haben, gesagt, dass es also ganze Equipe wichtig ist, dass man das Beste für uns Jugendliche gehen, präsentieren und für sie machen. Und wie man die Eichkeit das Budget, dann Proposition von dem ganzen Plan dahinter gesagt haben, waren wir der Meinung, du gibst vieles drauf fehlen, weil wir waren eigentlich alle Guten immens involviert und wir hatten alle Guten Ideen und noch mehr Ideen und wir hatten eigentlich, leider hatten wir keine Statistik gekriegt, wir hatten noch nicht gekriegt, was das Projekt an sich ist, wo liegen Probleme an unserem Nicht-Leben, also Sexual Harassment, also Drogen, also Alkohol, wie können die Jungen helfen, wo ist der Punkt, wo die Jungen hingehen, wenn sie Hilfe brauchen. Aber das ganze Projekt, die waren bis an einem Flug blieben mehr, so wie meine ganzen humanen Schaffen Hunderte gesagt, hat bestimmte schlechten Tag, den daran, das kann ich für einen kommen. Das heißt, wir haben dem ganzen Projekt nach eine zweite Chance gehen. Und du hast auch da schon direkt viel mehr rauskommen. Wir konnten dann auch, wie der auch alle gute geschickt kriegt, gesehen, weil an dem Projekt dran ist. Und das sind noch wirklich Leute, probieren sich dort zusammenzusetzen. Wir haben auch da, was Kommissionen so, wir könnten mich weit gehen. War das Konzept? Wie sieht er das? Wie will er bei den Jungen gehen? Wir wollten einfach mehr Informationen kriegen. Aber weil es einfach als Stadt Lützeburg wichtig ist, dass wir Jungen können rausgehen und auch Hilfe finden auf den richtigen Bohren, an allen Situationen, ob das eben Sexual Harassment, Drogen, Alkohol, was auch immer ist, und auch nicht nur die Jungen, anscheinend sind sie auch da für alle Generationen. Sie wollen sich auch inklusiv investieren, das ist auch ein Faktor, der mir immens wichtig ist, an unserer ganzen Equipe von der Kommission auch. Ich kann wirklich von Equipe schwätzen. Wir hatten wirklich 2 super Arbeitskommissionen, das war herrlich. Wir sind, das für euch wichtig, dass Schipferien die Möglichkeit hat, können rauszugehen. Und dass wir auch, wenn wir schon eine Safer Night proposieren, dass es doch für Schipferien ist, und überall. Und darauf haben wir da gesagt, okay, wir wollen die Projekte nicht zurückhalten, au contraire. Du hast uns zusammen gesagt, wir hatten noch all die richtigen Leute an unserer Kommission, die eigentlich auf den Quoten dann noch sind und noch können verschiedene Sachen umsetzen. Und es war wirklich eine Zusammenarbeit, die mit allen Membern gemacht haben, dass man nicht über eine Konvention von 3 Jahren gehen. Wir gehen hin die Möglichkeit, dass sie zurückkommen nach einem Jahr und dass sie das, was sie als proposiert tun, einfach mehr groß proposieren. Weil schlussendlich gehen sie auch alle gut, also voilà. Das heißt, wir haben eine Gruppe de Travail, dass sie hier Gruppentravail ein bisschen vergrößern, ob 10 Personen, nicht nehmen, ob 8 oder ob 6 oder ob 5. Nein, 10 Personen wollen wir. Wir wollen noch gesehen, dass mehr wie just nehmen 3 Etablissements publiken da sind. Atelier haben wir dabei, gute Willen hatten wir auch schon dabei, wir sind aber noch mehr Plätze da. Wir wollen wirklich gesehen, dass der Staat involviert wird. Überall, es waren verschiedene Plätze, wo eben auch Nightlife ist, die gut nicht gefragt sind. Das heißt, kann man schon etwas machen, da können wir holen die auch alle gute Moderatoren. Und dann, dass wir auch einen Schacht haben. Schachten sind wichtig, und ich fand auch wichtig, dass ich einen Schacht kann halen, dass ich ein Dossier hat, dass die weiß, das heute aus dem Projekt, ob das heute passen wir ab, und so präsentieren wir es, und so helfen wir also Leute, die eine Hilfe brauchen. Und so haben wir das dann gemacht, dass das auch so akzeptiert wird. Und wir freuen uns alle Guten zu sehen und ihnen noch die Möglichkeit können zu gehen, die Projekte auszuschaffen und eben mit konkreten Ideen zu kommen. Weil das braucht auch hier uns da. Also, voilà, wenn ich noch ein künstlerisches Projekt möchte, muss ich noch mit konkreten Ideen kommen, sonst möchte ich kein Projekt. Voilà. So, merci. Merci. Herr Boissante. Merci vielmals für die für uns fänken natürlich unterstützen wir die dort Konvention. Ich meine, das war ein bisschen so ein Chaînon manquant am Zusammenleben und auch an die Aktionen, die wir durch den Territorium von der Gemeinde von Gehol unterstützen. Was geschieht mit dem Nutzleben oder während dem Nutzleben? Wir haben effektiv bei Junker, die rausgehen, wir haben Erwachsene, wir haben ältere Leute, auch bis Männer, die sind noch da und die gehen gerne empfangen. Das ist ein ganz flott und ganz wichtige Initiative, weil am von Gehol der Kern von der Idee ist, ob den anderen aufpassen zu können und dass wir zusammen, wir haben eine Verantwortung, die wir teilen. Und die mir delen schwätzen als Klient, schwätzen als professionell, schwätzen auch als Politiker. Sind effektiv aber, wie Madame Camarda gerade gesagt hat, eng 2 Pisten, die könnten effektiv vielleicht mit auf den Weg geholt gehen, an ja, sagt mir als Frau so auszurichten. Was sind die Levien oder die Synergien mit den Kommunikationsservicen von der Stadt Lützeburg? Ich will zum Beispiel eine Migrätsaktion, die zu Paris und zu London war, wo aus Angela, was so ein Codenum war, wenn Frauen sich auch gespürt haben, an die der Relais also auch
ganz bret mat geschafft gehen von den Kommunikationsorganen von der Mairie Paris an noch von der Gemeinde von London als da doch so viel gesehen als da doch an der Pipe weil schmengen das ganz wichtig und du ganz flott utieren die man kennt dann von geholt die dort Initiativ mal op de we bringen an noch dass du méi an den von professionellen effektiv, es fehlt mir just vielleicht, dass man die dort ASBL oder die dort Initiative mal auf den Weg gehen, mit all den Akteuren zu schwätzen. Und das geht nicht durch, so aus Proben zu machen. Wir können sie in Kontakt setzen mit der UCWL, wo auch ganz viele Restaurateure an Berner Cafetier auch da sind, mit der Horeca, mit Leuten von Nightlife, da sind verschiedene Assoziationen. Aber ich meine, für das wir alle responsabel sind, muss man wirklich den Raster ganz eng halten und das all professionell damit angewickelt gehen, und so schnell wie möglich. Aber das ist aber eine ganz flotte Initiative und die unterstützen wir natürlich. Merci. Merci vielmals. Auch Madame Branca. Merci pour la parole, Madame la Bourgmestre. Je souhaite exprimer mon appréciation générale pour une initiative qui répond de manière particulièrement pertinente à des enjeux actuels de sécurité urbaine et de santé publique. Les espaces nocturnes sont des lieux d'expression sociale, culturelle et intergénérationnelle. Ils doivent être accueillants, accessibles et sûrs pour toutes et tous. Le projet Safer Night City va clairement dans ce sens. Il s'agit d'une démarche préventive, éducative et collaborative fondée sur la formation des professionnels de la nuit, sur la sensibilisation du public festif et sur la mise en place d'une charte Safer Night définissant des engagements clairs pour les acteurs concernés. Toutefois, je souhaite également formuler quelques remarques constructives. Premièrement, la Convention gagnerait à préciser davantage les indicateurs d'impact attendus. Par exemple, le nombre de professionnels formés, retombées mesurables sur le sentiment de sécurité, évolution des incidents dans l'espace public nocturne ou encore participation des établissements partenaires. Deuxièmement, il serait souhaitable d'assurer une coordination plus étroite entre ce projet et d'autres services municipaux, notamment la jeunesse, la prévention, les transports et la police locale, afin d'inscrire cette initiative dans une vision plus globale de la ville nocturne. Troisièmement, j'estime essentiel que les publics les plus vulnérables, jeunes, femmes, personnes LGBT, travailleurs de la nuit, puissent bénéficier d'actions adaptées fondées sur des besoins réels et documentés. Cela étant dit, je tiens à souligner que ces remarques ne visent pas à remettre en cause la pertinence du projet, mais au contraire à renforcer l'efficacité, la transparence et la portée sociale. En conclusion, nous considérons que le partenariat proposé entre la ville de Luxembourg et Formotion constitue une étape importante dans l'amélioration de la sécurité, de la santé et du bien-être dans nos espaces festifs. Nous soutenons pleinement cette initiative tout en invitant le Conseil à intégrer les recommandations évoquées afin de garantir que cette politique se développe dans une perspective durable, cohérente et fondée sur les résultats tangibles. Merci. Merci. Und da ging es mehr Gallest wird gehen. Ja, die will da was sagen. Aber da kriegt wird. Ich wollte sagen, dass mir die Initiative auch begrüßen, das wichtig, dass den halt rauskommen kann, hat der Sicherheit an zum für junge Frauen, die sich unsicher fühlen. An noch andere Gruppen, an die man dann auch gesagt, dass manche Leute sich nicht sicher viel am Gera Quartier. Und das will ich natürlich dann, die hat das ja gesagt. Ja, an dat Mundschleit halt du muss man wirklich vorstellen Initiativ. Wir sind dann die Leute, die halt die Unsicherheit überhaupt schaffen am Gera Quartier an noch sos. Mir begrüßt dat natürlich mir ich denke eng Symptombekämpfung für die Probleme, die man in der Gesellschaft tun, an die zu all denen Unsicherheiten feiern. Merci. Merci auch, Herr Galles.
Merci vielmals, Madame Bürgermeister. Merci auch all denen, die interveniert sind. An Madame Präsidentin von der Kannerer Jugendkommission. Ich gebe euch invitieren oder ich gebe euch proposieren, einfach ja Kommission mit einer Merci zu so, die wirklich enorm interessant Diskussionen, die wir da hatten. Das war wirklich lieblich, das war demokratisch, das war stark, das war mit vielen Ideen gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht, mit der Kommission da eben den heute Projekt zu diskutieren. Also wollte man Schrift den Feedback auch mit. Vielmals merci, das machen. Ganz gern. Und wir haben auch schon das, also wir hatten schon auch an der Schulkommission, hatten wir schon einen Fall, wo ich einfach durch so eine Kommission, auch der Navi von einer Kommission, als eben demokratisch so wertvoll, dass in sich Storoka wirklich drinhängen und auch das dann so weiter und dann direkt auch einen Tag drauf. Ich meine, Donnerstag war die Kommission der Freude am Schafferrot und auch die Kollegen und die Kollegen am Schafferrot auch gesagt, wie die das als Kommission gesieht. Und darauf sind wir als Schafferrot und entschieden, dass man doch so Werte machen, nämlich die Konvention machen, lobe Jahr. Da gibt ein paar Änderungen und ich werde nach ganz sehr darauf zurückkommen. Just für zu sagen, mit Formotion schaffen wir schon seit ein paar Jahren zusammen. Sie haben sich schon an Nutzleben investiert und engagiert. Sie waren zum Beispiel auch dabei, das ist ein Weekend, das am Schnuffend am Atelier. Da war die feierte Edition von der City Party. Das ist eine Idee, die rauskommt, wie die Jungen über die letzte Diskus, also die Jugendforen, hier Ideen als Matt gedeelt und an dem letzten Go von denen letzten Diskus, wo nach der Maurice Bauer als zuständige Chefin das begleitet wird, wo ich die Chance hatte, eben noch die Resultate zu sehen. Und da war eben zum Beispiel die Idee aufgekommen, eine Party zu machen für die Jungen zwischen 12 und 17 ohne Alkohol. Feierte Edition, über 520 Jungen, das ist fantastisch, was du lebst am Atelier. Und das ist zum Beispiel das enorm schön, die Jungen zu sehen, wie sie da aber eine gewisse Spannung, ein Vielfried aufbauen. Und das geht 520, also ein großes Zöl, wir hatten keinen Rapper dabei, das sieht immer besonders. Das geht weil okay dabei, wir haben man so probiert, und dann ist 520 also ein super Zöl. Das ist immer an den Paragen zwischen 500 und 600 Jungen, die da kommen. Und das ist auch wirklich höchst interessant, noch irgendwie lustig zu sehen, die Eltern, die dabei sind, die Kinder rauslösen, die Jungen rauslösen. Und ein letzter Kerl, da sind ein ganzer Junge dabei, höchstwahrscheinlich, die für dich auf eine Party gehen. Das ist schon cool. Also sie waren von Motion, mit dem Projekt Pipapo da. Eine andere war auch Police da, Secure, die Jugendhäuser von der Stadt sind dann immer da, und dann noch Kanner Jugendtelefon. Und natürlich, wie mein exzellenter Kollege Laurent Moser gibt, so den exzellenten Service Jeunesse von der Stadt Lützeburg, die noch immer da vertreten, als wir dann da eben noch dann gerne Angebote von der Stadt zu erbreden. An die ganze Kader wollen wir eben noch dieses Projekt abbauen. Merci für das Kompliment vom Humane schaffen. Mit war politisch Interesse drin, wir dann an unserer Schafferhutzerklärung dran, dass wir auf Nutzleben wollen einen besonderen Blick werfen und dass wir den Jungen und all den Akteuren das wollen wir einfach machen. Ein Detail als eben ein Puzzledeal, die ganz gut passt. Ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang von diesem Jahr eine Jugendgruppe hatte für Youth and Work, die auch ein paar Wochen mit uns im Nutzleben hier an der Stadt geschafft haben. Die 4 Änderungen, die eben da dran sind, als eben, dass es keine Rekondition tacit wird gehen, mit nur einem Jahr mit der Evaluation, mit der Möglichkeit dann eben noch zu sagen, voilà, das ist nicht das, was wir erwarten. Wir haben ein bisschen die Erwartungen hochgeschraubt, indem wir so, dass wir eben mehr Akteure wollen am Gruppe de Travail und dass wir auch mehr Etablissementen auch von verschiedenen Dimensionen teilen, und auch von verschiedenen Profilen. Das kann ein Bar sein, ein Disco, das kann ein Club sein, die wollen dran haben. Und dass wir auch ein klares Beispiel von einer Schacht wollen haben. Für ganz sehr auf Erfrohen zu antworten, den Herr Bossanti hat geschwärzt von der mit breiter Abstellung, das hat sie genauso viel gesehen, zwar dann eben Jahr für Jahr, das heißt, wenn man dann eben trotzdem einen erneuern, da geben sie genau die dote Breit auch auffeiern, und noch Doktoren alle guten Urschwätzen. Die Indikatoren, was man dann Branka gesagt hat, also lo selbstverständlich für mich, dass das die muss geliefert gehen, nur dem engen Jahr, dass man genau wissen, wo wir dran sind. Die mehr Großtransversalität in der Stadt, da haben wir auch schon dank dem Projekt von den Jungen haben wir eine gewisse Sensibilität dafür, dass wir auch wissen, dass da Sachen am Spiel sind, die für die Jungen wichtig sind, zum Beispiel Mobilität, und dann eben noch der besondere Blick auf die Population vulnerable dann zu haben. Voilà, ich gebe dafür proposieren, so wie man die Konvention do leihen haben, wird sie dann im Endeffekt nicht ausgehen. Sie werden eben die 4 Änderungen da haben, aber ich gebe da proposieren, das wollten wir heute mündlich machen, für das sie sehr gestimmt genau, für das sie dann noch sehr kann an Prozedur gehen, für das dann Formotion dann 1. Januar kann damit aufhängen, gebe ich sie eben solo proposieren, mir geben sie als Schafferrot so proposieren, wie ich gerade mit den 4 Änderungen da markiert habe. Merci vielmals, Madame Bürgermeisterin.
Voilà, merci vielmals, Herr Schöffen. Ich ging dann die Motion Nummer 11 zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Natürlich mit den Änderungen, wie den Paul Gallese gesagt hat. So, da kommen wir auf den Punkt 9 von unserem Ordre du Jour. Hier geht es um zwei de Wien. Ah, ja, richtig. Das hatte ich nicht vergessen. Voilà. All die anderen Konventionen, wo kein Wort dazu gefragt wird, kann ich zum Wort stellen. Sind wir da damit d'accord? Ja, merci, Unanimität, richtig. So, da kommen wir bei den Devis de Travaux. Wie gesagt, zwei Devis de Travaux. Den nächsten, ein für ein Gebäude an der Rue Baudouin zu Lützeburg-Holrich zu bauen, mit der für Housing First rauszumachen. Wen will dort so vorgreifen? Madame Merkt, Madame Bartolini, Madame Brümmel und Madame Müller. Und den Herr Philippe. Madame Merkt. Ja, also ich begrüße natürlich das Wohnprojekt vom Housing First. Hier ist auch viel Einzelheiten durchgehen, notamment, dass Leute all hier ein Wohnzimmer, hier Küchen und hier Toilette tun, also eine Privatsphäre rund um Dauer garantiert ist. Ein Accueil Rez-de-Chaussee, eine Salle de Réunion, eine Prise en charge von den Pflanzen sind eine Reihe von Details, die berücksichtigt gehen. Kommunikation soll alles also möglichst einfach gemerkt gehen, dass auch eine Person, die da guckt, was am Haus geschieht, und das ist natürlich wichtig, dass der Kontakt gepflegt wird mit anderen sozialen Institutionen, die sich um die Leute kümmern. Das keine allzu viel Großunität, sodass man nicht brauchen zu fährten, dass Leute Nobren sich um dem Haus steuern. Es soll sich diskret an den Environnement abfügen und damit dann noch die Akzeptanz von den Leuten an der Gesellschaft fördern. Ich würde fragen, ob dort Putzen en charge geholt wird oder ob es eine Begleitung von den Leuten gibt, für da selber zu putzen, an dem Moment auch sich selber en charge zu holen. Weil das scheint mir auch eine wichtige Rolle. Ich werde natürlich dieses Projekt unterstützen. Merci vielmals, Madame Brümmel. Merci auch. Wir begrüßen natürlich das Schaffen von so einem Projekt mit Housing First für Leute, die keine Möglichkeit haben, an ein Dach zu kommen, an die über das Form von bedingungslosem Wohnen die Möglichkeit kriegen. Vielleicht realisiert es sich ja noch nicht, sich so zu stabilisieren, dass sie eben von der Straße wasch kommen und auch aus ihren anderen Problemen einen Ausweg fanden. Ich finde das auch ganz interessant, fand, dass an der Diskussion von der Kommission den Herr Mann aber auch seht, ja, wir können auch nicht erwarten, dass das etwas ist wie ein Hotel, ein Jahr da bannen, an anderem raus. Also das wirklich, das fand ich auch wichtig, dass man das Bewusstsein, das bedingungsloses Wohnen, die Leute brauchen hier Zeit, vielleicht brauchen sie ewig hier Zeit, für sich zu stabilisieren, oder vielleicht werden sie eben auch da wohnen bleiben. Ich begrüße auch, dass viele Efforten gemacht wurden für das Haus, also das Gebäude, ganz fortschrittlich, ganz modern zu machen, dass man eben keine Wärmepumpe können benutzen, dass dafür aber die Geothermie als Lesung fand, auch dass eine Fassadenbegrünung viel gesehen ist, die mit Rehwasser funktioniert. Und grundsätzlich meine ich, also eben ein Neubau, eine Neustruktur, die schön wert sind. Und ich weiß, die Leute, die gelernt hatten, die Ausstellung von Interaktion am Wand da zu gucken, du hast das auch noch ein bisschen herausgestracht, das Fett, dass man auch marginalisierte Leute etwas Schönes zur Verfügung stellen, dass das auch schon ein Teil davon ist, dass sie ja, hier vielleicht die Situation stabilisiert kriegen oder ob man Schrack noch hier gehen. Das ist auch begrüßenswert zu hören, dass da als Konventionspartner den CNDS von tut, die schon ein anderes Projekt von Housing First haben. Das heißt, dass man da auch auf Experienz können zielen. An wann statt richtig gesehen werden sie auch hier Räumlichkeiten, hier Bürosraum dann an dem Gebäude haben. Madame Macht hat schon von der Lage vom Gebäude geschwärzt.
das lo nicht mehr direkt am Hotspot, wenn ihr so wollt. Das ist aber auch noch nicht so ganz weit weg. Okay, man kann ja noch just hoffen, dass es nicht dann das einzige Gebäude bleibt, was man dann als Staat noch als Housing First zusätzlich beiholen. Der erinnert dich, wir haben als Segring immer gefroht, dass es wichtig ist, klein, aber dezentral Strukturen zu haben, dass sich nicht alles auf einen Platz konzentriert. Gerade beim Housing First, manchmal ist das auch wichtig, für die Leute aus so Brennpunkten rauszukriegen. Die Chefin hat am Kader von den Budgetsdiskussionen an der Konvention auch noch vom Saxophon geschwärzt, wohin das vielleicht auch feststellen muss, dass es nicht gelungen ist, wenn Leute, die schon schlecht dran sind, dann am Hotspot weiter hier in einer Dach fanden. Voilà, der hat auch an der Kommission, wo ich selber nicht war, schon den Rapport gelesen, als eben von der Geschwart gehen, dass noch weiter Sachen geplant wären. Du wirst da ganz viel witzig zu wissen, was geplant ist, was da vielleicht auch zulemäßig unstrift. Für den Rest freue ich mich natürlich auch als Mama von der Sozialkommission, wenn wir die Konvention und auch die inhaltlich frohen oder Aspekte von der Konvention dann Summe gucken können. Natürlich ist die Arbeit an so einer Struktur auch nie lastgelegt vom Gebäude. Das heißt, du werden da bestimmt von den Leuten von der Sozialkommission froh und zurückgekommen zum Gebäude, wie auch die Leute an der Urbanismuskommission froh und zum Konzept hatten. Voilà. Das ist wahrscheinlich nie ausgeschlossen, bedingt das auch nicht. Wir sind für den Rest wirklich froh, dass so ein Projekt ob der Schienen könnt. Wir geben das natürlich wünschen, dass wir schon 2021 wären, für ihn zu eröffnen. Voilà. Merci. Merci, Madame Bartolini. Merci Madame la Bourgmestre, chers collègues. Nous saluons aujourd'hui le projet Housing First de la rue Baudouin. Ce projet est important parce qu'il apporte une réponse à la fois très concrète et profondément humaine. L'idée du Housing First est simple. Commencer par offrir un logement stable et ensuite construire un accompagnement autour de la personne. Cela permet à chacun de retrouver une base solide, de se poser et, petit à petit, de se reconstruire, de reconstruire son autonomie, sa santé et parfois même sa vie professionnelle. C'est souvent ce premier pas qui fait toute la différence. L'immeuble comptera 11 logements avec une équipe sociale présente sur place. Ce suivi est essentiel. Il permet de soutenir les personnes dans leur démarche, leur quotidien, et de les aider à se remettre sur pied dans de bonnes conditions. Sur ce plan urbanistique, le projet est soigné et bien intégré dans le quartier. Il respecte des standards énergétiques élevés, avec une pompe à chaleur, du photovoltaïque et plusieurs logements accessibles. C'est un bâtiment pensé de manière responsable, durable et qui s'inscrit dans une vision à long terme. Ce projet montre qu'on peut allier la solidarité, qualité architecturale et respect de l'environnement. Pour toutes ces raisons, nous apportons notre soutien à ce dossier qui va permettre à des personnes en grande difficulté de retrouver de la stabilité et des perspectives. Je vous remercie. Merci auch, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Das Projekt ist einfach gut. Ich erkläre mich. Wenn wir alle guten Heibanne wissen, gehen Housing First Projekte hier in der Stadt dringend gebraucht für Menschen, die durch einen Schicksalsschlag an ihrem Leben aus der Trajektoire von der Gesellschaft gefallen sind. Ihnen geht es ermöglicht, sich in gute Konditionen darüber vorzubereiten, einen integralen Teil von unserer Gesellschaft zu gehen. Das wofür den CNDS an diese Projekt mit angebunden gouf, als auch zu begrüßen, weil sie wirklich den Know-how auf diesem Gebiet haben. Dieses Projekt leitet dann auch an einem Quartier, die sich an den nächsten Jahren neu wird definieren, an so angebunden als an einem neuen, diversifizierten Quartier, den ein Teil von der Zukunft von der Stadt Lützeburg ist. Exemplarisch als dieses Bauprojekt auch dadurch, dass hier Modalitäten von einem gewissen Design for all abhält, und es so ermöglicht, dass Menschen mit großen oder mit kleinen PMR-Problemen hier und da über dem Kopf fallen. Des Weiteren geht hier auf 2 ökologische Punkte gesagt, die wir als Stadtrat LSAP voll unterstützen.
Aus Platzgründen wird eine Erdwärmeheizung angebaut und Fassade wird begrenzt. Das ist als Zukunft für die folgenden Generationen. Aber durch die dringend gebrauchten Housing First Projekte wäre ich natürlich froh gewesen, wenn diese Projekte nicht erst 2028 fertig gehen, aber am liebsten schon viel gestern, weil wir so viel Housing First Projekte brauchen. Des Weiteren an dem gut verständlichen Énoncé gehen Ingenieurconseiller genannt, aber nicht der Promoteur. Können die Reichsdo, wenn ich den nennen? Und es sind ein bisschen erstaunt über den Preis. Ist das wirklich der Endpreis oder muss man als Gemengerot schon direkt gefasst machen, dass es halt zu einem Budget rektifizieren muss kommen? Ist so nicht, merci. Herr Philipp Bach. Vielmals merci, Madame Bürgermeister. Die waren gut, denn das Projekt Heide weist sich, wie konsequent den Chefrat aus seiner Deklaration festhält, als ein Ziele umsetzt. Das ist nicht den ersten Housing First Projekt, den es gibt, und geht auch konsequent auf den Erfahrungen zu EG und der Tour Jacob abgebaut. Wichtig ist auch, dass das HNDS mit assoziiert war bei den Überlegungen für die Planung vorzuholen. Ein anderes Element, ich will mehr über die Insertion architektural sprechen, wie wird die soziale Wolle, die ganz wichtig ist. Das ist eine Residenz von 11 Unitäten. Das sind, Madame Merth hat es schon ganz klar gesagt, das sind da eine Party, aber nicht so viel. Das kann auch eine Gemeinschaft entstehen unter den Leuten, die da zusammen sind und die dann noch am Rez-de-Chaussee die Möglichkeit haben, für ein Encadrement zu haben. Was aber an dem Projekt mir am besten gefällt, das ist die Konsideration von der gleichen Augenhöhe. Das heißt, dass die Leute exerzieren wollen an die Gesellschaft, an ihnen dieselben Standards wie Wohnungen allgemein sind, mit ihrer eigenen Waschmaschinenmöglichkeit, ihren eigenen Trockner, aber auch, wenn mir ganz gut gefallen hat, mit dem Tri von den Pubellen am Rez-de-Chaussee, der noch dort visiert ist. Selbstverständlich, dass es PMR gerecht ist, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Madame Müller hat darauf hingewiesen, dass die Gebäude an ein ganz neues Quartier kennt. Und das ist ein ganz wichtiges Sache. Den Quartier wissen wir, dass den in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Jonction wird machen zwischen dem nächsten Steifer an der Porto-Halle-Region. Tausende von Wohnungen an Arbeitsplätzen dahin kommen. Und dass ein Tram dahin fährt von der Rechter Straße oder ob es wird Hollerich ist. Das ist eine ganz neue Quartier, die noch viel mehr in Zentralität kennt. Und dafür ist es nicht Soster, den sich urbanistisch Gedanken mischt, wie man da umgeht. Und ich fand es besonders flott, dass auch die Idee von den Baulücken abgegraben ist, gehen an einen Baulück konnte genutzt gehen, an den Knopischhaus konnte eine Parzelle daraus machen, die Parzelle, wo ein optimal technische Ingenieurs erderweise exportiert für alle guten Denen, bis man dort zurecht zu gehen. Ein anderer Aspekt, wir sind an einem ganz dansen Quartier von der Stadt, den da entsteht, das sind die Loggianen. Die Loggianen zur Südseite, die erlauben, Bausen zu leben, Wohnungen zu vergrößern, Teil zu holen, Leben von der Straße, und aber nicht zur Straße zu gehören. Das ist eine gewisse Insertion psychologisch, auch durch die Loggianen, die möglich ist, das ganz, weil auch nicht möglich ist, dass über den Gerd oder so ein Espace verfügt. Und dann schmengen Kirchen Koch, das aber dann die begrenzte Fassade. Ganztags geht immer von der begrenzten Fassade und der Vegetalisation gespart, das wäre wichtig für das Klima und alles. Das ist auch 100% richtig. Aber es gibt aber auch eine ganze Reihe von umweltpsychologischen Etüden, die weisen, was für einen enorm wichtigen Impact begrenzte Fassaden auf die Psychologie von den Leuten haben. Das heißt, die Projekte, die inseriert, Leute nicht nur auf gleiche Augenhöhe, sondern auch dadurch, dass ein Geringsinn an den Wohnraum heranbringt, Möglichkeit für durch den Kontakt mit der Natur viel mehr direkt zu entluden, stressfrei zu sein, und sich dann auch können dann viel mehr allein spielen, mehr sicher spielen, für eben können sich auf die neue Insertion an der Gesellschaft vorzubreiten. Also das ist ein höchst psychologisches Projekt, an dem sind auch von der Insertion an den Quartier, den komplett neu changiert, nicht nur von der Funktion her, sondern auch von dem ganzen
urbanen Development, weil den anderen Defi ass mir hunn op der enger Seite hummer die Neikartien, die entstehen, ob het Leoporte Hollereg ass oder ob het den Polwirt ass den niwen runn ass, haiget an de Battie raggebaut. An vun dat bestehendes ugepasst oder Sneids ugepasst Assertion nief de neue Kartien déi entstehen, an das en zusätzlichen Defi an Schmengen, den er sei auch eng ganz flott Äderweis ugepackt gin. An dofir ging ich hoffen ammer wünschen, dat man die Unanimitéit, die man an der Kommission hatte, fir diese Projekt auch heiken fannen. Merci. Merci vielmals also fir zu engem Projekt zu schwätzen, den so eng unanim Loufkrit vum Konseil musset eng Frezen. Und da beginn ich direkt mat am Kernfurt. Ja, das ganz sicher eng Fred, mir das für allem eng Fred, dass man den Projekt haut könne stimmen, weil den Housing First ass ein Doheim. Das net wie an anderen Programmer, wo en dann für eng Zeit lang eng Wunden krit mit dat gëtt doheim von denen Leute, die do wohnen, an dofir hun se auch hietfrieden hier ege Kitchenette, an hier ege Bootzimmer, hier ege Toilette, weil dat das hier doheim. Dat ist eben den Konzept vom Housing First, an dofir will ich aber direkt so, dass das nicht zu vergleichen ist mit dem Saxophon, weil do huet den pro Stock ein gemeinsam Kitchen, das ist kein Housing First, das ist ein Co-Living am Fungeholl oder ich weiß nicht, wen das will nennen, das ist auch gut und das ist auch wichtig, aber ein Housing First, das ist wirklich just wie bei mir daheim. Das ist mein Daheim, ich bin da angerichtet, wie ich das gerne hätte, ich kann effektiv kochen, was ich will, wie ich will, und ich muss sagen, dass ich als Familienminister da wirklich die besten Erfahrungen damit gemacht habe, aber nicht all die Etüden noch am Ausland guckt, auf Finnland, an der Belgien, an Amerika. Housing First als wirklich Stadt, worunter ich wirklich lebe. Weil wenn ein Mensch nicht mehr hat und dann auch vielleicht andere Probleme, muss keine anderen Probleme haben, kann aber auch andere Probleme haben. Das heißt, wir jugieren den Menschen nicht, mit mir sagen, hey, du kriegst mal ein Daheim. Und just für das aber mal zu sagen, es ist illusorisch zu mengen, dass wenn da einer auf der Straße wohnen hat, dass er dann dahin geht, an dir so 3 Schlüssel, den hält den nicht direkt so. Das ist schon ein ganz Arbeit von den Sozialarbeiter. Ich könnte auch viele Geschichten erzählen von Leuten, die lange nicht wollten, weil sie gesagt haben, nee, mein Daheim ist heute. Zum Beispiel zu Bresel hatte ich eine Reportage gesehen auf der RTBF, von einem, der 25 Jahre auf der Straße gelebt hat, den ein Housing First kriegt, an den da an seinem Appartement geschlafen hat, mir aber all da bei seinen Kollegen ist an die Straße gegangen ist. Und da auch die Geschichte, die ich immer immens von tun, vom Herrn Nixon, der schon lange tot ist leider, den hat ein Interview, der war auch bei CNDS am Housing First, und den hat ein großes Interview gegeben am Telekran, war auch da auf der rechten Seite, und dann ist er noch zu ihm gesagt, für was hast du nicht gesagt, dass der Valo wohnt, dass der ein Daheim muss? Und dort hat er geantwortet, you know, Corinne, you can take the man out of a street, but you can never take the street out of the man. Das heißt, seine Identität war auch die Straße, weil er sein Leben lang auf der Straße gelebt hat. Das für ich zu sagen, dass den Housing First wirklich etwas ist, für die Leute zu stabilisieren, wo sie nicht jugiert gehen, aber eine Stabilität finden. Und wir wissen auch, wir selber zu Lützeburg auch beim Housing First zu Esch, haben wir eine ganze Etude gemacht gehabt für ein paar Jahre, dass die Leute, die an einem Housing First sind, wenn sie Alkoholiker sind, dass sie Männer trinken, bis zu gar nicht mehr trinken, dass wenn sie drogenabhängig sind, Männer Drogen holen, bis zu gar keine Drogen mehr holen. Und die wird gesehen, dass wir da Leute tun, die hier Leben lang Swivi brauchen, und wir haben aber auch Leute, die ganz sehr, ganz lang eins gehen. Und das dürfen sie hier. Hier können sie sowohl Swivi brauchen, da kommt dann noch froh vom Botzen. Botzen hecht aber auch, das ist noch nicht definiert, weil übrigens CNDS war unser Partner für den Teil auszuschaffen. Wir müssen aber noch keine Konvention mit ihnen erschreiben. Das könnte dann regeln, da kommen wir ja da auch an die Sozialkommission. Wir Botzen gehören zum Leben dabei. Wir alle gute Botzen ja auch. Wir wollen ja nicht am Knast leben. Just dass in Heilfleisch aber dann auch ein Edukateur holt, den einem mal hilft, den einem weist, hey, pass mal auf, so geht das gemacht, so musst du dein Bett überziehen, so musst du die Waschmaschine bedingen. Das heißt, Leute gehen enkadriert, wenn sie es brauchen, aber nicht mehr dann.
Und das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass ich aber auch kann, eigenständig wohnen, dass ich bei sich daheim, der sei Schlüssel und kann ihn auch eigenständig wohnen. Das heißt, auch Putzen soll so gehandhabt gehen, dass ich eine Hilfe kann kriegen, für einen bei Hand zu gehen, ein bisschen zu weisen, wie es geht, mit das am Allgemeinen in der aber auch selber bei sich daheim soll können machen. Das ist natürlich mir nicht direkt en charge, das ist auf jeden Fall mal Ziel, aber das geht dann über den Edukateur, der vielleicht dann am Büro ist, von dem Partner, mit dem wir eine Konvention machen, dann den wird natürlich helfen, da wird man auch gemerkt tun, dass das Putzen als am Anfang nicht das Problem. Aber das, was für allem das Problem ist, dass die Leute ganz tags hier Kurien nicht abmachen. Dass sie auch nicht wissen, wie sie Rendezvous bei einem Doktor müssen holen oder so. Und da ist das Suivi immens wichtig von dem Partner, mit dem wir da werden zusammen schaffen, für das die Leute auf sich selber dann auch aufpassen, dass sie hier Doktorsrendezvous holen und auch anhalten, dass sie hier Briefe abmachen, wenn mal eine Rechnung zu bezahlen ist, weil da das ganz tags das Problem von der Überverschuldung, man Leute einfach hier Briefe nicht abmachen. Das geht leider immens oft, das sind sich gar nicht bewusst. Das Leute einfach, weil sie nicht können, weil das einfach nicht geht. Und da ist den Suivi gesehen am Housing First immens wichtig. Dafür Platz, also wenn wir so Terrain haben, dann sind meine Kollegen am Chefrat so dankbar, dass wir das hier können machen und das nicht das letzte Projekt. Aber wenn wir einen Terrain haben, den sich agent gefreut für die ganz Licht zu kriegen, wir haben schon Ideen, wir haben auch schon über Plätze geschwärzt, wir lösen uns ein oder andere, aber wir kommen noch direkt, da wir dabei ist, wenn es konkret geht, das muss ja alles geplant gehen. Heute, das war Jahre nicht an der Sozialkommission, mit an einer anderen Kommission, weil es mal um das Gebäude geht, die wir haben mal für erste Verwehrt zu kriegen, für das mal überhaupt zu bauen und dann das Programm wannen, die könnt nach. Ich meine, das ist eine Struktur, den Herr Philippa an andere und doch gesagt, die wirklich eine Vierzeigstruktur gibt mit dem Grings, auch mit den Panneaux solären, die Dach sind, und auch mit der Art und Weise, wie es agenciert, dass das eben auch für Leute, die am Rollstuhl zum Beispiel sind oder Männer gut zu Fuß sind, sich absolut agent, dass Lift auch an dem Haus. Also ich meine, dass das wirklich ein ganz, ganz flottes Projekt gibt. Die Leute werden nicht rausplündern. Erfahrungsgemäß bleiben sie da wohnen, bis das vielleicht irgendwann ein Kehr nicht da sind, das heißt, oder bis dann ein Kehr vielleicht an ein Altersheim gehen, wenn sie dann mehr alt sind. Also das ist nicht so, dass die für eine kurze Zeit dahin wohnen kommen. Das geht hier daheim und das bleibt auch hier daheim, solange wie sie dann dem Moment da sind. Und dann sind auch frohe Gestalt gehen, ich gucke, ob ich nicht vergesse, so viel drunter, mit sind auch frohe Gestalt gehen zu den Kästen, die hat gesehen, dass die Gesamtkästen auf 4,2 Millionen TTC sind am Jahun an dem Kontext ganz strenge Schaffen, die bestimmt wird darauf aufpassen, dass man nicht direkt auch die passieren mit der ganz gern auch immer do ein anderer Pur, dann ging eventuell hin nach Willen fortgehen, dem Herrn Moser den Madame Bürgermeister, wenn das okay ist. Merci. Ja, Datei ist schon nicht de wie. Loge da geschrieben, Herr Moser. Ja, vielmals merci, auch merci meine exzellente Kollegin Madame Kahn, die das Projekt bis auf den Detail beschrieben hat. Mir bleibt eigentlich just nach kurz auf die Frage von Madame Müller über das Finanzement zu schwätzen. Da wollte ich vielleicht auch noch ein rappellieren, dass an sich ja schon heidende wie ein bisschen mehr heiß als wie den RPS. Das ist ein Avant-Projekt Sommer, da sind wir schon 132.981 € an die Lut gegangen, das weil am RPS eng Reihe Punkten vergiesski wären, notamment coup d'étude de Sol, auch zum Teil Kächte von der Demolition, sodass man lo schon sowieso ein bisschen mehr heigen de wie hun. Die hat auch gesehen, dass am Projekt selber man sowieso 5% pour imprévu vier gesehen hun, sodass ich aber mengen, dass man missten mit dem doten de wie durch den Busch kommen, allerdings wie bei allen Projekten Ausschreibung. Und da sind wir der Moment der Wahrheit, weil da sehen wir effektiv, wie richtig man mit diesem de wie leihen. Und dafür muss man dann einfach aufwerten. Und da spätestens sehen wir, da wird ja noch der reellen Kästepunkt sein. Ich wollte just so,
so en ce qui nous concerne, oder als einen exzellenten Service oder Servicer, die hun menglische Wertopstellung betrifft alles richtig gemacht, so scheint auch voll Vertrauen hun, dass man aber mit dem Dokument am müssen nicht bekommen. Voilà. Und dann hoffen wir eben, dass man nicht Surprise kriegen, aber das ist keine Garantie, dass wir bei dem Do-Preis bleiben. Wir müssen das bezahlen, was man an einer öffentlichen Ausschreibung, und da holen wir dann die billigsten, aber wenn denen so viel mit teuer ist, dann entweder können wir höchstens so nehmen, wir wollen das nicht bauen. Und das meine ich, will man ja nicht. Voilà, also. Nee, ich will nicht mehr für keine Falschhoffnungen dort zu machen. Aber wenn da zu dem Do-Preis gebaut wird, tant mieux, tant mieux. So, dann meine ich, gibt es keine Überraschungen, wenn ich das Projekt zum Wort stelle. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität für die ganz schönen, guten, wichtigen Projekt. Voilà, und da kommen wir bei den zweiten Devis. Hier geht es um das Reaménagement von der Rue Adolphe und der Rue de Vianden. Sind dazu Wortmeldungen? Herr Boissante, an den Herr Radu, an den Herr Beaver. Yes, Herr Boissante. Merci vielmals für die Wort, Madame Bürgermeister. Effektiv, das ist ein Projekt von Reaménagement von den Croisement von der Straße Adolf und der Rue de Feiernen. Wir gehen da gewohnt, dass ein Departement von 25% vom Budget aus ob einem Projekt, den ein bisschen mehr lang wie 2 Jahre gedauert hat. Wir können verstehen, dass verschiedene technische Änderungen im Projekt sind, an die gefragt sind. Aber da gehen wir aber gewohnt, dass das so knapp 480.000 € sind. Das heißt, dass nach 1 Million auf einem Projekt von 5 Millionen, den als justifiziert einfach durch die Augmentation von den Preisen. Ja, das mal nicht, Madame Bürgermeister, aber als Fraktion fällt es schwer, einfach so bei öffentlichem Geld zu sagen, so was das über 2 Jahre. Das oft, dass wir darüber schwatzen, wir wissen, die groß und ganz gut Arbeit, die als Service machen, wir sollen sich nichtsdestotrotz vorstellen, wie kann ich an 2 Jahren das als Excuse akzeptieren von einem Prestataire, wo eine Ausschreibung geschieht ist. An 2 Jahren ist das wirklich ein bisschen ein harten Tobak, und das können wir natürlich nicht mehr trauen. Merci, Herr Radu. Merci, Madame Pulver, für die Wort. Wir haben heute effektiv an der Servicetechnikkommission ausfeierlich diskutiert. Und effektiv Majorität von uns waren mit den Erklärungen, die wir von der Service gekriegt haben, absolut d'accord. Auf hier vielleicht einfach die Präzision am Rahmen stehen zu lassen, weil der Logist gesagt hat, weil das ist vielleicht nicht ganz korrekt und da können die noch falsch Schluss kommen. Wir haben hier am Gemeinderat den nächsten Budget votiert am 2. Mai 2022. Das sind also eine Menge Rechnung 3,5 Jahre hier. Und eher das natürlich an den Gemeinderat kommt, als das ausgeschafft gehen, im Moment für hat man an der Kommission, und so viel für drin, natürlich kann ich bald davon herausgehen, dass es bald 4 Jahre hier ist, wo die Sachen zusammengestellt sind, an ungefähr als mit Rechten, weil die tasten. An diesen 4 Jahren, für aber keine neue Novelle zu sagen, ist aber ganz viel passiert. Das war der Schluss von der Covid-Zeit, wo wir wissen, für die Rappellen zu machen und alle Leute, dass es von der Covid-Zeit noch nach den Anfang vom Krieg an der Ukraine Materialpreise massiv an die Luft gegangen sind. Und dann aber auch nach Inflation gekommen ist. Zinsen sind an die Luft gegangen, wir haben auch Inflation. Und für die, die Zeitung lesen oder auch nicht, wir wissen, dass, ich meine, es sind 5 oder 6 Indextranchen an der Zeit, war nicht 7, meine ich sogar, fällig gehen, natürlich all das feiert dazu, dass, aber wenn alles ernst ist, als wer wie geplant, feiert dazu, dass die Hossen kommen. Hossen, zu dem wir durch uns Gesetzgebung halt zu Lützeburg die Indexation von der Rabisch, und das nicht dafür, dass das schon Milan hier, wo das vor, also wir froh sind, dass wir tun, respektive die Indexation von den Bautarifen an die Kontrakte, die wir haben, die dazu feiern, dass das ein Automatismus ist. Und du wennst also dann von relativ
muss aber ganz ruhig bleiben, wenn die Touren halt guckt. Es sind ein paar Sachen beikommen, die nicht geplant wurden, die nicht von der Invitation hier kommen. Die größte von der Reiseposte von 360.000 € für Purgen. Und das, weil ich nicht rufen möchte, und dann das andere Boden am Ruf, wie das, was die geplant wird, muss den ersetzt gehen an durch anderen ersetzt. Hätte man noch könnte wissen, hätten uns Servicetechnik könnte wissen, dass auf der Platz da eine andere Sort Lehmer am anderen Sandboden wie auf anderen Plätzen. Wahrscheinlich nicht, weil dafür muss ich immens viel Sand, weil das geht das ändert also von einem 50 Meter auf den anderen, muss ich nicht Sand. Ich meine, dafür, das meine ich als auch für die Ingenieure ein echter Business as usual. Und das auch nicht die extra Arbeit, die da ausmacht, das ist effektiv die extra Arbeit, sind die Indexation. Und da muss ich noch so, und Service sind halt ganz so antizipativ. Wir haben noch nicht alle Rechnungen gekriegt. Wir stimmen heute von den Devis supplémentaire auf, oder den Devis rectifié auf, en Antizipation, dass wir Rechnungen kriegen, die Augmentation des Tarifs in Rechnung stellen. Wenn das nicht ist, dann ist es so viel Prozent mehr. Aber wenn das aber bis Ende des Jahres fair, an den Service, wenn ich gut rechnen, so, das ist aber durchaus denkbar, wollen sie an der Möglichkeit sind, die Rechnungen zu bezahlen, und noch nicht an der Schafferrot oder Service an Situationen bringen, dass sie die Rechnungen bezahlen, die nicht validiert wären durch eine Budgetdecision. Dafür wo wir alle Rekonfort kriegt von unseren Services. Wir sind Suchtwirtschaft, weil ich wollte so, dass ich finde es schlecht, der Lernstufe vor das ganz schön. Und die Leute, die da wohnen, sind auch ganz froh. Das wirklich, das schön, das Schönheitskriterium gehen, dass logisch ein Lebensstraße, für uns eigentlich so nach mir schön. Dafür meine ich, dass wir ganz froh sind, was die Arbeit die gemacht sie sind am Budget, das keine große Surprise. Ich erlaube mir dann aber noch vielleicht eine Macht zu machen, die ich am kleinen Kreis gemacht habe, an der lauscht gut noch. An der Kommissionssitzung haben Einzelmembern Kritiken gemacht auf eine Art und Weise, an einem Ton, wo sie uns Servicen direkt attackiert haben, auf eine ganz unfreundliche Art und Weise. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass wir in Zukunft an der Kommission da, wie auch an anderen Kommissionen, den Ton fanden, wie es sich passt, für eine Kommission konsultativ von der Stadt Lützeburg auf eine sachliche Art und Weise, nicht polemisch, nicht persönlich, als Jurte nicht persönlich, gegen uns, als Jurte nicht persönlich, gegen die Member von unseren Services. Wenn wir uns als Politiker hier am Saal oder so an Tor kriegen, wir wissen, wie wir die eins gehen, wir gehen dann nur aus dem Saal den Menschen so gut eins, wir uns Service fanden sollen an den Kommissionen da, ob ein neutral, korrekt, sachlicher Weise adressiert gehen. Und dafür profitieren ich heute bei diesem Punkt genau, weil das, wo du an der Kommission einer muss in desagréabel, dafür man Projekt hier und den totalen Naval. Vielmals merci. Vielmals merci für die Furt. Bon, den Herr Radu hat ganz viel schon gesagt. Ich bin als Präsident von der Kommission, haben effektiv eine ganz mouvementerte Seance an das ganz viele Sachen gesagt gehen, die nicht so stimmen. Das gesagt gehen, dass verschiedene Punkte verloren gehen wären, an das vergisst wären. Ich meine, dass in Bordeaux effektiv Punkt für 15.100 €, den vergisst gehen ist, mit etwa den ähnlichen Punkt, den vergisst gehen ist. So sie keine Punkte vergisst gehen, so ist effektiv während dem Chantier rausgestellt gehen, dass auf enger Platz der Boden ernst wie in am Anfang an der Sondage 4 gesehen ist und dafür die größte Posten mit teuer gehen ist. Was aber ein Fakt ist, dass das Departement nicht über 15% am Moment ist, das am Moment auf 13,64 und das ist per Präkaution, falls den Entrepreneur gibt ein Departement, respektive die Suchen frohen, dass wir dann drüber werden, dafür per Präkaution, das gestimmt, mit das aber nicht, dass das
den finalen de wie ass an kann sinn, dats die auch net ganz gefrot gin. Dafür schläst mich auf den wieder die Herr du gesot huet an der Kommission geht du ganz hier. Ich wäre froh, wann dat kind dignement diskutieren, wann Divergenzpolitik gin, da kann man die ha diskutieren, an net an der Kommission, die konsultativ solle sinn an net unbedingt 100% politisch. Merci. Merci für die Stellungnahmen und ich kann mich natürlich nimmen 100%ig dem uschließen, wat gesucht wird. Ich war nicht an der Kommission, wann in de Proceverbal liest, da später jo an der Heier den, an der Gesei den, wie do verschiedene Membern aus der Kommission, das waren nicht unbedingt Conseiller, aber Membern aus der Kommission sich wirklich persönlich auf einen ganz aggressiven Ton und als Beamten gewendet wird. Und das kann nicht sein, effektiv. Dafür wäre ich froh, wenn ich hatte am Anfang auch Willis, weil den Herr Radu hat mir das erzählt, und ich hatte am Anfang Willis darauf hin, ein Chef der Fraktion zusammen zu rufen, für Martinen darüber zu schwätzen, dass sie gingen gucken bei ihren Membern, dass das eben an dem Ton ging geschwert gehen, wie man da am Anfang gewinnt. Melo, ich habe das gesagt, und ich meine, die sind alle geworden. Ja, nee, die sind ja alle geworden. Ich ging hoffen, dass der dann an Open Ohr gefallen ist. Und Herr Radu hat wirklich nicht zu allem die Erklärungen gegeben, die am Anfang, wo Madame Beißel sich auch schon viel präpariert hat, für den nach an dem Detail zu gehen. Wollt ihr noch erklären? Nein, dann Herr Brassante, hat ihr eine Frage? Das ist eng froh das selbstverständlich, dass den Respekt iwwer Tabelstoff von Service an all Fraktionen ganz groß geéiert gëtt an kann geschat ginn. Van der Kommission geschiet a wie an Geleit an wie se Schmember der Kommissionen behoelen schwngen, dat ass auch Roll vun Präsidenten vun Kommissionen dat am Grab zu hullen. Dat fährt van dat der Fall bei Eis en KG4 kommen, dat fährt als Rappell och geholt gin, méi dat soll den absolut net vun eiser Seite denken, dats mir Tabelstellen an Qualität vun Abel vun eu Service irgentéier vorstelle. Okay, ich kann als Präsident aber just von der Kommission just wie schon dat voilà, ich war do an nie präsidiert an wegen so ihre macht dann sind Service ugegraf gehen bei der Wald wie net so ziehen enkeier a klegem Krees an mir schwätzen an mir machen net so dat man vun den Altschwätzen an man wissen, dat man awer am Fong nëmme vu ganz pur schwätzen. Man muss mat dee Chef de Fraktion schwätzen, fir dat déi mat hire Membre schwätzen, fir dat so ëmgangsmanieren hai an dësem weder Gemengen, awer vir allem an de Kommissionen net usussen an noch net solle geduld gin. net all den hai. Nee de Fong ze kommen ass awer an der Kommission de Pro zu feiert seng géint zwee Abstentionioun ugehol gin dat Techt Fong war. Die Großmajorität voilà. Dafür. So, ich stelle also den de wie rektifier zum Wort, wen hast dafür? Wen hast der gengt? Wen enthält sich? Merci, dummer, dass das so ugeholt. Und die sieht man da Müller, wie man engem de wie kann gehen. Voilà. So, da kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, das ist den 10. Punkt. Es geht heute darum, dass wir ein Avis gehen, zu engem Avantprojet de Règlement Grand Ducal, den eng Zone protégée d'intérêt national Uwen op dem Reckendaler Kopp firschläit. Ich muss just so an dann krit er natürlich all déi pu, an donno an den an den Navien, die der Hut mis er just op der dritter Seite den Iwechten, den echte Satz do vun dem Avis vom Service des Eaux holt den heraus. Da als etwas falsch verstanden gehen, der Text am Artikel 3 soll nicht geändert gehen. Was wichtig ist, dass am Artikel 5, dass da absolut darauf insistiert wird, so wie es hier am Avis steht. Mit dem Artikel 3 als irreführend. Am Artikel 3 stehen an dem Reglement all die Sachen, die nicht dürfen an der Sohn gemerkt gehen. An all die Sachen, die da stehen, die sind noch richtig. So wie es hier steht, können die Mengen, mir wollten aber noch sagen. Dafür vergiss wohl einfach den ersten Satz an dem Avis du Service des Eaux, dass Martine beschwert, und sie
sind sich bewusst, dass das so ausgedrückt ist, dass das missverstanden geht. So, ich ging dann aber fort, Wilfried fort, Madame Präsidentin, Madame Kaifer und Madame Gersch, ja, Madame Kaifer, und Madame Bartolini, ja, Madame Kaifer. Ja, also just für die, die nicht wissen, was das hier geht, kurz erklärt, geht es darum, für Drecken aller Kopf, dass 218 Hektar Busch, die so reine Busch, die sollen zu einer Zone protégée d'intérêt national gehen. Für was das da so wichtig, dass das erstens, dass das ein Drittel von dem Bambusch, wie wir ihn nennen, wie wir kennen, den der Gemeinde Lützenburg gehört, so ist wirklich ein Drittel da komplett, das ist im Moment schon ein Natura 2000, mir wirklich komplett geschützt wird. Dann ist es aber auch so, dass die 218 Hektar sind in 2 Zonen abgedeelt. Das ist eine Zone A, die hat ungefähr 54 Hektar und dann Zone B mit 164. Und Zone A, da war bislang schon der größte Teil ein FSC und die geht da ganz zu einer FSC. Das heißt, du darfst da noch nicht mehr dran geschafft gehen. Da geht am Anfang der Busch sich selber rüber los. Es geht just nach Travaux de Sécurisation dran gemacht, für das Busch sicher bleiben und so weiter. Für was ist es wichtig, dass wir die ZPIN da kriegen? Zum Teil gehen es dafür Subventionen vom Staat, das sind 50.000 Euro pro Jahr. Das aber auch, als es am Klimapakt geht an die Luft. Du geht aber auch eine Promotion gemacht von der Recherche scientifique. Der Busch geht einfach mehr ruhig und geht dadurch mehr natürlich. Wir dürfen natürlich, wenn invasive Arten geben abkommen, da darf abzugehen eine Rolle gehen. Das steht da schon an allen Hinsichten geschützt. Das ist nicht, dass ich gut nicht mehr machen darf. Und für das die Leute dann auch wissen, dass sie an so einer komplett geschützten Zone sind, geht dann auch irgendwann eine Santé-Didaktik da gelöscht. Und auch da könnt ihr ein Kofinanzement vom Ministerium dabei, wo den Leuten genau erklärt wird, um was es geht. Und ja, wie gesagt, wir hatten eine ganz interessante Kommission. Madame Gersch kann man denken, dass er auf die Geschichte vom Wasser will zurückkommen. Das ist so, dass man da, aber das ist so, wie man am Pol versucht, du kannst, wenn er immer Trinkwasser kann, dann an den Kollektor gesammelt gehen, das ist nicht verboten. An Schmengen dann, ja, wie gesagt, Unanimität für das Projekt auch geholt an der Kommission. Und voilà, und ich merci für das Wort. Sie vielmals auch, Madame Gersch. Ja, merci. Wie das sollte wir avisieren heute ein Avantprojekt vom Reglement Grand Ducal, den das Naturschutzgebiet am Bambusch ausweist, was auf den Plan National de Protection de la Nature 3 zurückgeht, also den 3. Nationalen Naturschutzplan, wo ihr Ziel ist, national Naturschutzgebiete auszuweisen. Was ganz wichtig ist für unser Engagement für den Naturschutz. Die Fläche, die hier ausgewiesen wird, ist 218,1 Hektar groß, ein Drittel vom Bambusch, und sie befindet sich an einer mehr großen Natura 2000-Zone, was doch wichtig ist für Zusammenhänge von unseren Naturschutzflächen. Von diesen 218,1 Hektar sind da dann 164,8, die ein Bewirtschaftsgebiet sind, und dann 54,14, was sogenannte Naturwaldreservat ist, also wo der Busch sich komplett selber losgeht. Was für den Busch und auch für das Verständnis vom Busch immens interessant ist, an dem auch für die Kommunikation und Lehren über den Busch. Wir hatten da an der Kommission ein paar Fragen. Da war einerseits froh, wie auf dieser Fläche mit invasiven Arten umgegangen wird, wo die Antwort war, dass der auch an dem Teil, wo der Busch sich selber losgehen, dass da aber keine invasive Arten vorgegangen gehen. Es war auch eine Frage zu der Wehr an Sicherheit, dazu die Wehr, die dann durch diesen Teil gehen, wo man gesagt hat, dass trotzdem die Spazierwehr auch das wird sicherisiert gehen. Und dann eben, wie auch gesagt, also die am Bezug auf die Remarke vom Service O. Wir waren da an der Kommission beruhigt, dass als Kaptagen zu sie, wo weiter können genutzt gehen, und dass durch das Reglement nach mehr geschützt gehen. Ich verstehe aber Ihre Remarke, für dann dort den ersten Teil zu streichen und den Rest beizubehalten, obwohl wir eben an der Kommission gucken, dass es am Prinzip kein Problem gibt zu sehen mit dem Reglement Grand Ducal. Ich denke, dass es dafür nachher sicher zu gehen, dass das dann noch wirklich nicht das ist, aber es ist nicht irgendwo an einer Irregularität befangen. Also Navi dazu ist natürlich favorabel. Eine ganz praktische Frage, die ich auch an der Kommission gestalten und die ich wollte wiederholen, wie Bürgerinnen informiert gehen, wenn sie an den Teil bestehen, halt sich selber losgeht, gehen oder rankommen.
Ich ging da suggerieren, dass nicht mit QR-Code geschafft wird, wie man es machen, auf den Plätzen, wo am Busch geschafft wird, mehr eben mit normalem Text, wenn ich das so kann sagen, für dass man so viel wie möglich Leute erreichen und informieren können. Ich kann mich noch an eine Reunion zum Busch erinnern, für ein paar Jahre, wo gesagt wurde, dass der Mensch aus der der was am Busch die meiste Schuld möchte. Und ich ging dafür hoffen, dass mit gut zugänglicher Information schon einen guten Teil vom Schuld kann evitiert gehen. Dafür das Suggestion. Merci vielmals. Ich gehe direkt dem Herrn Bauer, ich wollte schon sagen, dass wir das für Druck so tun, dass das so nicht auf Aufweisung vom Service so. Also, ich habe Sie nicht selber korrigiert. Sie haben sich das. So. Ah, pardon, Madame Bartolini. Oui, pardon. Ja. Oui, c'est à vous. Je vous remercie. Je souhaitais intervenir en ce qui concerne l'avant-projet de règlement grand-ducal visant à classer la zone Reken-Daller-Kop en zone protégée d'intérêt national. C'est un dossier important qui s'appuie sur des analyses environnementales sérieuses et qui reflète pleinement notre volonté de préserver les espaces naturels qui font la richesse de notre territoire. La zone, comme l'a répété Madame Gache, couvre 218 hectares de forêt, avec des biotypes et des habitats protégés, dont 38 hectares laissés en libre évolution. Le classement prévoit un ensemble de mesures claires pour garantir cette protection, empêcher la dégradation des biotopes, limiter les perturbations de la faune, encadrer strictement les mouvements de sol ou de matériaux, restreindre certaines constructions ou substances pouvant nuire à la biodiversité. Ce cadre reste néanmoins équilibré. Il permet des dérogations ciblées, notamment pour la gestion forestière indispensable, la recherche scientifique ou encore les actions de sensibilisation du public. Cela montre que l'objectif est de protéger durablement la zone tout en maintenant une gestion responsable et pragmatique. Ce projet s'intègre parfaitement dans une roadmap élaborée par le service des forêts et s'inscrit dans ce projet environnemental durable et répond aux attentes fortes exprimées par la population en matière de protection de la nature et de la qualité de vie. Pour toutes ces raisons, nous saluons et soutenons favorablement cet avant-projet qui représente une avancée importante pour la biodiversité et le patrimoine naturel de notre ville. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maurice Bauer. Voilà, merci vielmals, Madame Bürgermeister. Merci vielmals für all die positiv Avien und noch merci der Präsidentin für die detaillierte Deskription. Wird man einstand erlaubt, relativ sehr da wegzugehen. Ich will just eben nach zusätzlich so, ich meine, dass es wirklich eine Chance ist für die Stadt Lützeburg mit dieser Reserve, weil das auch ein Teil von der Roadmap vom Service Forêt, den ganze Co-Projekt unterstützt, umschreibt, an den an die wirklich probiert, den Zustand vom Busch, ob den anzugehen, an den Busch zu probieren, sich zu erholen von dem Stress, den am Moment aber hat, an denen auch krank mischt. Muss ich natürlich so, also Busch ist krank, so wie Altbüscher am Land krank sind. An den Thierry Kostlik, der Chef vom Service Forêt, zusammen mit seiner ganzen Equipe, eine fantastische Arbeit gemacht, für die Roadmap auszuschaffen, wo ganze Kopfsachen da sind, wo wir auch nach am nächsten Monat sicherlich schon ein paar Sachen können präsentieren und diskutieren. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil es wirklich auch den Busch erlaubt, für sich zu rekuperieren. Aber für wirklich sich selber, besonders den Teil, die 54 Hektar, die in wirklich nicht mehr begangen gehen, mit das ist aber auch flott, weil enorm wichtig ist für die Biodiversität. Notamment, weil beim Umfallen, als das etwas für die Biodiversität und also Büscher schrecklich valorisant ist, an immens viele Möglichkeiten der Fauna und der Flora gibt, für die sich niederzulassen und sich zu developieren. Da ist das heute wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil an dieser ganzen Demarche für die Büsche zu schützen. Das ist aber auch flott an die Präsidentin von der Kommission hat darüber hingewiesen, dass es doch ein wichtiger Teil ist, weil wir hier können einen edukativen Teil machen, so Santé Pädagogik, wo wir wirklich auch können den Leuten, die sich für den Busch interessieren, wirklich weisen, wie eigentlich der Busch auf der Weise im Moment auch kann erholen und selber developieren. Da wünsche ich Ihnen vielmals merci für das große Vertrauen und ich bin froh, dass wir das heute machen können. Merci. Voilà, ich stelle also so ein Avis zum Wort, wenn das du mit d'accord? Wenn es dagegen enthält sich Unanimität, vielmals merci. Da kommen wir bei den Punkt 11 von unserem Ordre du jour. Sind wir d'accord für einen favorablen Avis zum Plan de Gestion von der Büscher von Hospice Civil zu gehen? Sind wir damit d'accord? Wenn es d'accord? Wenn es nicht d'accord, dann enthält sich auch Unanimität, vielmals merci. Da kommen wir bei dem Punkt 12, die Motion von den Grünen
iwwer Katenon, also engerseits Prolongation de la durée de vie, an erwocht nach en Adhesion zu den Gemengen. Dir wertmenglech an der Kommission, Di hat die Diskussion, an Dir wisst, dat mir do en positiven Avis, wir sind d'accord für einen positiven Avis zu gehen, der Tisch für das unzuholen, wird aber nach einem Dorobagon besonders den Herr Benoit, den Herr Weidig oder den Herr Weidig und Herr Benoit. Und Madame Kaifer, pardon. Madame Kaifer dann. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Nee, viel wollte ich heute zu nutzen und ich wollte just am Funktion, dass es schön war, dass wir in dem Motto 4 waren und so, und das von nicht Sinn möchte, dass Sinn zeigt, aus denen, dass man solidarisch will, sind mit den anderen Gemeinden, die sich schon dagegen führen, für die Gefahr, weil einer Zentrale aus dem Weg zu gehen, die wahrscheinlich nicht unbedingt all das sicher geht, und eben so, dass es doch gut kein Problem ist, für eine Motion von der Opposition abzuholen an einer Kommission. Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Erlaubt mir kurz die Motion nach einem Café zu stellen und 2-3 Worte dazu zu sagen. Wie gesagt, es geht darum, dass Lützeburg die Allianz von den Gemengen, die gegen die Laufzeitverlängerung von Cattenom sind, beizutreten. Die Motion sieht klar, dass Nuklearenergie keine Zukunft hat für Lützeburg und dass man so wie auch der nationale Willen ist, wollen den Akzent legen auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien. An der Motion sind wir auch klar, dass Cattenom ein Pannenreaktor ist, wo wir immer ein Problem damit gaufen, notamment recht am August. An Cattenom ist knapp 40 Jahre alt, waren nie darauf angelöst, für mehr lang zu laufen. Und lo soll dann aber passieren, dass wir als Lützeburger und als Lützeburger Land und als Lützeburger Gemengen dagegen wollen wären. Also unabhängig von dem Sicherheitsproblem, den es gibt, als die Frage von den Déchets überhaupt nicht geklärt. Cattenom hat auch einen negativen Impact auf die Mosel, wo die Temperatur mehr hoch ist, wo ja auch, wie gesagt, ich hatte schon am letzten Jahr gesagt, längerfristig Plan gibt für zu Cattenom irgendwann das letzte Bestor Trinkwasser rausholen, also unabhängig von der Frage von, dass es nicht gut ist für Biodiversität und Mikroklima von der Mosel. Ich meine, längerfristig für letzte Bestor ein Jahr Trinkwasser rausholen, und dann ist das sicherlich auch nicht gut. Wäre besser, wenn Cattenom nicht da wäre. Als Studie so und auch ganz klar, dass wir die Atomenergie nicht brauchen, dass wir ganz gut mit Energieeffizienz und erneuerbaren Energien dadurch kommen, und das ist auch wirklich der Willen von Lützeburg. Wie gesagt, sie schon weit über 30 Gemengen, die der Allianz beigetreten sind. Und mit der Motion, die wir deposiert und die ich deposiert am September, sieht die Stadt Lützeburg klar, dass wir gegen die Laufzeitverlängerung von Cattenom sind. Atomenergie ist immens teuer, sie ist gefährlich, ganz oft hat Problematik, also überhaupt nicht geklärt. Und ich meine, seid ihr das ganz deutlich Reaktor Cattenom immer rum, und dafür ist wichtig, dass wir dagegen ersetzen. Und dass wir eben als Stadt Lützeburg der Allianz beitreten. Das ganz also eigentlich an der Kontinuität von der Position, die Gemengerat geholt hat. Nicht zuletzt am Mai 2020 hat Stadt Lützeburg auch schon eine Motion von mir geholt, wo es darum gegangen ist, dass wir als ein Avis geholt haben, gegen den belgischen Projekt für do ein Endlager zu machen an der Gegend von Lützeburg. Am Mai 2021 hat die Stadt Lützeburg auch schon eine kleine Position geholt, wirklich für sich ganz klar gegen Cattenom schon anzusetzen, und noch allgemein gegen Atomenergie. Das war am Kontext von den Accidenten, die es gaufen von Demos war das von Fukushima. Dann wollte ich sagen, dass ich natürlich mit größter Freude gemerkt habe, dass die heutige Motion auch einen positiven Avis kriegt von der Umweltkommission. Voilà, und ich meine noch, dass das, und das fanden wir natürlich speziell auch gut, machen als Greenheit auch ganz oft konstruktiv und positiv Proposen, ganz oft
denken ich gehen als Motionen ha net ugeholt. Wir trechten als dann darauf, dass auch von Motion nicht ugeholt wird, nur trotzdem an einem späteren Zeitpunkt als Ideen trotzdem abgegrafen gehen. Mir gerade so positiv holen wir, dass eine Motion vom Gemeinderat dann positiven Avis kriegt, weil das dann einfach als Arbeit, als Opposition auch valorisiert. Und dafür wollen wir alle gut in den Membern am Gemeinderat, die das heute Matron vielmals merci sagen. Ihr seht, der Herr Benoit muss noch immer von der Hoffnung leben. Ne? Ja. Ja. Herr Weidisch. Ja, ich muss es natürlich enttäuschen, dass ich kein Ene kann liefern. Ich will auch diese Stellung wollen. Ich meine, das ist ja mein Thema. Ich promoviere da Physik, ich kann mich an dem Domain gut aus, schon 20 Jahre lang Risikomanagement gemacht. Auch bei internationalen Firmen, ich kenne mich am Risikomanagement an und ich meine, dass Detail viele Verzerrungen von der Realität gibt. Und ich will dazu mal Stellung nehmen. Ihre zur Motion selber schwätzen, das ist ganz kurz, mit Position zu meiner Partei, so mit mir als RCR, sind Energie open, all Energiequellen für einen Nodeler, in jenem Kontext, als die eng besser wie all die anderen. Das ist klar, wenn da in einer Region lebt, wo Bürger sind, das Wasserkraft wichtig, wenn da in der Industrienation sind, als extrem wichtig, dass da ein stabile Grundlast haben. Wir wären als dagegen, der Nuklearenergiepauschal verdeivelt wird aus historischen, aber auch aus ideologischen Gründen. An der Motion will ich Folgendes sagen. Erstens, mit Präsidentin von der Umweltkommission so, dass das Unternehmen angeholt gehen, als mir als Member, die war nicht da, als halt mich spät kommen. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich an der Chambre und der Plenär war. Die Diskussion an der Kommission, die war auch nicht eng 2 Stunden lang, sondern extrem kurz. Das weist auch, dass nicht wirklich über das Sujet an der Dave diskutiert gehen ist. Ich fange als erstes an mit dem Impact von der Motion. Was meinen Sie, was der Impact von der Motion ist? Nicht, glatt, gut nicht. Was passieren, das heißt als eine Motion, was eine reine Symbolpolitik ist, noch ein Akt von Virtue Signaling. Seit 1979 schon Leute protestiert, seit 50 Jahren ist der Impact genau null. Frankreich möchte ganz genau das, was Frankreich machen will. Also sie werden noch das Motion komplett ignorieren. Und also ich habe immer die Impression, dass die Lützburg gemeint, dass Franzosen irgendwie irrational wären, keine Ahnung hätten, und total irgendwie nicht verstehen. Wir wollen mal ganz klar auch so, wir warten Frankreich, noch die über Land mit Karten nachholen. Erstens kriegen nur 3500 Leute und eine Erbigkeit über die letzten 4 Jahre. Damit wir wissen, ja, dass halt die Region extrem stark affektiert von halt der Stohlkrise. Da hatte vielleicht kein Erbisch mit 3500 Leuten hatten wir 4 Jahre lang Erbisch. Das Zweite ist, wir hatten noch 4 Jahre lang 80% von der Energie von halt Frankreich produziert. Das sind 40 Millionen, also 4 Jahre lang 5 Millionen Leute Energie kriegt. Das ist eine extrem große technologische Leistung.
aber Katten auch gemacht wurde, dass Katten auch eine Extremstabilität an der Reso brucht. Das gesagt auch nämlich halt Nuklearenergie an Deutschland liefern muss, für die deutsche Region zu stabilisieren, die halt durch die Energiewende extrem halt aufhängig geht und wenn man eine Wand Flaute haben. Aber auch nicht verstoppen, als das Katten am Anfang extrem umweltfreundlich war. Anstatt, wenn halt keine Atomzentral machen, da müssen sie 7000 Wandmühle bauen. Und halt die Raumverschwendungen, die wären enorm. Und die könnt eigentlich Katten gehen, das Luft halt relativ proper. Und ich erinnere mich aber, es sind halt so echt groß gehen und du hast wirklich halt all die Umweltverschmutzung durch die Arbeit und an der Sturproduktion am Mine, die war Faktor 50 oder 100 wie groß gewesen. Aber den auch nicht, der vergessen als statt von den halt wirklich meinte, dass noch halt Reduzierung von CO2 das Allerwichtigste ist, da muss ich ganz klar so Nuklearenergie halt den CO2-Konsum extrem reduziert. Am Gegensatz zu Deutschland, was von den größten Emitteuren aus von CO2 ja. Das Chlor, wie ich halte gesagt, gehen alle Energiequellen für Notdeler, an ein Notdeler auch als Sicherheit. Du musst ganz klar, so ein Statistiken, über all die Produktionen von Energie, das Nuklearenergie, weiß klar, dass Nuklearenergie zusammen mit Solar erwandter die sicherste Energieproduktion aus von allen Energiequellen. Ja, ein Lager für nuklearen Abfall als ein Problem. Mit den aber zwei Sachen erstens an den letzten Jahren als halt den Auffall die konnten 75% reduziert gehen. Und das zweite das auch halt hauptsächlich als das Problem von einem Endlager weil jedenfalls Assoziationen dagegen protestieren mit technologisch gesehen also nicht wirklich ein unüberbrückbares Problem. Das ist nach dem Fond die Motion, die ist komplett überflüssig. Das ist keine Symbolpolitik. Aber mir halt wirklich etwas will machen, auch für halt das Sicherheit von der Stadt Lützburg als etwas zu machen, da gebe ich Propositionen ein bisschen mit produktiven Approach zu machen, nämlich eventuell mit EDF zu schwätzen und zu gucken, ob ich nicht eventuell bei Katten noch Kind extra Sicherheitsmesuren holen, die nicht an ihrem Budget sind, wo eventuell halt Stadt Lützburg Kind halt die helfen zu bezahlen, dann hat er nämlich ein konstruktiv Approach, eine konstruktive Approach, die gibt dann noch halt das Risiko von irgendeinem Accident minimisieren. Und ich wollte auch halt kurz als zu den Teilen von der Kommission halt selber zu sagen. Ich muss sagen, dass Ball all einzelne Sätze aus meiner Meinung nicht ganz richtig, dass eventuell weil von halt Leute geschrieben gehen, als die nicht wirklich an dem
Domäne geschafft haben, wie der Physiker sind oder auch nicht halt am Risikomanagement geschafft haben. Du gehört halt auch, dort hat der Nuklearenergie halt keine Zukunft hat. Mit Realität, also genau der Gegenteil, es sind ganz viele Länder, auch Amerika, China und noch andere, die setzen halt auf Nuklearenergie. Wir haben halt so, die Nuklearenergie irgendwie, all die Leute, die irgendwie mengen, das Kind auch eine wichtige Energiequelle sind, das werden alle Haulien. Ich meine, echt da, hat die großen Länder mehr große Expertise tun, wie mir halt auf den Punkt da. Ja, auch mit der Musel, dass da halt die große Problem soll sein. Ich stelle es fest, dass Katten hat seit 4 Jahren existiert. Und das Musel nach lebt, dass du auch nach Fisch draußen, ich meine, mit klar, als du Stress, das hauptsächlich zumindest Verschmutzung und noch, weil halt irgendwelche Chemikalien eventuell mal das Musel fließen, mit der Dolo, von der Temperatur, da das Blut geht, dass dort das ganze System komplett umgeht. Also klar, nicht der Fall, dass seit 4 Jahren lange das Musel noch existiert. Dann haben wir auch, da steht dann auch, dass dann, wann der extrem warm ist, dass dann halt Probleme gehen mit dem Reaktor. Der Reaktor, der kann ihn halt aufstellen, hat dann nur den durch viel mehr Probleme. Und dann zeigt auch dann vom Klima geschwächt. Ich meine, wenn halt wirklich halt das Klima und als CO2-Neutralität interessiert, der Kinder jommer gucken, was halt die Finnisch gering machen, weil die sind nämlich absolut nicht der Nuklearenergie aufgeneigt. An die Weisen auch der Technologie kann an eventuell mit Forschung mit neueren Reaktoren auch halt do halt ein Approach machen, die produktiv ist. Also halt en Konklusion, die Motion ist absolut rein Symbolpolitik, die wird absolut null Impact tun. Frankreich möchte was sie wollen machen, aber wie wirklich für die Umwelt, für die Wirtschaft langfristig machen, da sollte ich und hat der Realität orientieren und nicht einfach ideologisch, einfach aus historischen Gründen, man systematisch Nuklearenergie fachen, alle Energiequellen pro und contra, und dann muss ich nochmal das Thema mit dem anderen aufweichen. Merci. Merci, Herr Bossante. Merci vielmals für das Wort. Ich halte mich ganz kurz und merci für die lange, breite Erklärung an den Incentive vom nächsten Energie- und Umweltprogramm von der ADR. Ja, weil ich zwei Sachen mehr freuen, als natürlich die Motion zu unterstützen, und wie Madame Käufer hat viel gesagt, das ist leider eine Ausnahme. Wir sind auch ganz froh, wenn Motionen in Unanimität von der Opposition kommen, an die dort, obwohl für verschiedene Leute symbolisch ist. Ein Symbol ist auch rein schon guten an richtige Message. An der wird Riskmanagement, der sieht ein Expert an Energieatomik, Herr Weidisch, just für etwas zu sagen, der sieht die Fakten an vorrecht. Von der Welt Kadmium ersetzen, das sind durchschnittlich 1600 Wandmillion, kein 7000. Das heißt am besten Fall, guckt Herr Weidisch schon ihr Schwarzglos, guckt Wikipedia, das dich zeigt, das heißt am besten Fall kann der Argumente durch 5 teilen oder die sind falsch. Vielen Dank, merci. Wann ich lief, das gibt da noch Platz für das dann richtig stellen. Stellen fest an der Kommission a l'Unanimität dat ugeholt gin. Dat ass an der direkte Lin wéi mir als Stadt Lützeburg lange Joren verteidigen. Ech hun hai den 13. Januar 1992 de Präsident Mitterrand empfangen. Also ich war hai am Kader vun enger Visit d'Etat an Hunnechem an Chlore wieder fein natürlich, mehr Chlore wieder aber gesoten, wie Dave mir betroffen wären,
von dem Fett, dass eben Cattenom, also dass die Zentralnuklear gemerkt ist, wo eben der französische Staat dezidiert hat, das zu machen. Ja, das tut nicht dazu gefeiert, dass sie das ernst. Das tut nicht dazu gefeiert, dass sie das ernst gemacht haben. Aber das sind also 33, bald 34 Jahre hier. Aber das soll uns aber nicht daran hindern, auch als Solidarität mit den Gemengen eben noch ganz klar auszudrücken. Und dafür kann ich die Motion wirklich mit gutem Gewissen zum Wort stellen. Wen ist für die Motion? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit ist diese angehört. Und dann haben wir noch just 2 Punkte. Affaire judiciaire sind dazu Wortmeldungen. Wenn nicht, dann stelle ich sie zum Wort. Sie da d'accord, dass wir es da verteidigen? Wen ist d'accord? Auch Unanimität. Und dann bei der Kreation der Posten sind dazu Wortmeldungen. Nein, kann ich davon ausgehen, dass der d'accord ist. Da sage ich ein ganz großes Merci. 17:45 Uhr, das ist Berle Rekord. Vielmals Merci. Einen schönen Abend noch.